Lint, dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, was mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo sing ich das als Holz. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ihr kennt heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Wiener Schar. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontra bombert hinten drein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leidl, grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Burg. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch. Das wird die Herrschaft. Ist das mein Fußschammerl habe ich vergessen? Ne? Ja, wunderbar. Ich merke, mein lieber Herr Kollege wird alt. Früher hätte ich immer gesagt, ein Fußschammerl, das ist ein Blödsinn. nicht. Aber da ist es echt praktisch. Im Studio durchaus praktisch. Vor allem, man sieht es nicht. Jawohl. Grüß euch, servus, habe ich die Ehre. Patrick wieder da. Es freut mich, ja. Manche haben schon bemerkt, wir sind im Partnerlook. Heute ausnahmsweise, ja. Also zufälligerweise. Wir reden uns nämlich nie an, was für Level wir anziehen. Bis jetzt ist es sich immer ausgegangen, dass jeder anders angehabt hat. Ja. Und das ist, wir werden es auch weiterhin nicht anreden, Nein, sondern wir lassen es entstehen und passieren. Genau. Das ist unter Beobachtungsteil, das ist ein Wahnsinn. Ich bin ja völlig Ganz frisch gut. heute, muss ich sagen, beim Spielen. Wieso? Ich habe auch wochenlang nicht geübt jetzt und gespielt daheim. Ich gebe das ganz offiziell vor Kamera zu einmal. Ich habe auch Wochen wirklich Pause gemacht vom Instrument. Ausnahme war, am Samstag habe ich Steirische gespielt. Stundenlang mit dem Andreas. Ja, also da sage ich nichts dazu, weil das natürlich... Sehr selten bei mir der Fall, aber das hat noch gut, habe ich gerade gemerkt eigentlich. Ja, ich hab's gleich ist in gemerkt. Ordnung. Hab's gleich gemerkt. Ui, der Fritz Status hat schon einen Zehner. Super jetzt schön. schon. Fritz, Wahnsinn, warte, Wahnsinn. wir müssen erst aufmachen. Prost, sagt er. Ja, Patrick, schreitet zum Anbot. Ich schreite zum Ja, Anbottelink. Der Fritz hat uns da gleich Viere ordentlich. Aber jetzt schon. Bei der Daniela Schlögl gibt es einen weißen Burgund aus dem Hause Pirot, wahrscheinlich, aus Krems. Und wir heute, Patrick, Eine kleine Überraschung heute bereits vorweg. Wir kosten heute einen Pinot Secco vom Weinbau Graf aus Bullendorf, sprich aus meiner jetzigen oder meine Heimat in der Zwischenzeit geworden, nördliches Weinviertel, wird unser nächster Winzer Dauertester werden. Das ist heute eine Vorabflasche da. Lukas, ich danke dir dabei. Matthias Mariacha, gell, hat mich wieder an den Ring erinnert. Das ist auch sehr gut. Öffnen wir das Ganze mal. Pinot Secco, ein Pinot Noir. Das Ganze als Sprudelwasser, wie ich immer sage, aufbereitet. Sprich als Frisante. Jawohl. Weiß gepresst. Herrlich die Farbe. Ich stehe drauf. Also sprich, ein Rotwein kann auch durchaus fast weiß sein. Ja, nein, der ist ja fast weiß. Der ist wirklich fast weiß. Und wir Und haben der natürlich das... Schraubenschluss hier. Ja, das schmeiße ich gleich weg. Wir haben da, weil ich schon so ein kleines Tischl. Wir haben, ich weiß nicht mehr wer es war. Ich weiß es wirklich nicht mehr wer es war.
der diese Anregung gegeben hat, dass man das passt schon. Der gemeint hat, man könnte ja das was wir da anbotteln, quasi vorher schon als Verkost-Package, quasi, dass man es bestellen kann, wer will. Ne? Und Ich glaube, ob es nicht der Fritzl war sogar. es kann sein. Fritz Statkus wäre möglich, Wäre möglich, dass er ich irgendwie. bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, ich bin mir ganz. Warte, Michael Ammer. Klaus, warum hast du nicht angekündigt, dass es wieder Frühstücksradio gibt? Oder habe ich da geschlafen? Wann gibt es denn immer Kakao mit Klaus? Jeden Tag oder nur Sonntag? Ja, das ist. Also jetzt war es erst zweimal an einem Sonntag. Der Kakao mit Klaus passt am besten zum Sonntag. Aber es wird nicht jeden Sonntag sein. Aber so, ich meine, wenn ich Zeit und Lust habe am Sonntag, dann mache ich das. Also einen Frühstücks-Livestream gibt es keinen. Ja. Warte, was wird jetzt? Was ist das? Aus Langenlois, sagt die Daniel Schlegel. Ja, Alles klar. Ja, Na, und das auch. wir stellen unseren Winzer Dauertester in Zukunft auch schon ab 2 Wochen oder 3 Wochen vorher einmal vor kurz, dass ihr, wenn ihr Lust habt, quasi den 6er Karton Wein, den wir im Laufe des Dauertestes trinken, Also die nächsten 2-3 Bablatschen. wenn ihr Lust drauf habt, auch schon vorher bestellen könnt und gleichzeitig mit uns den Wein verkosten könnt. Richtig. Wenn ihr wollt. Also wir werden das war ein bisschen der ändern, Gedanke, den ganzen Fahrplan. Wir werden also sozusagen auch schon im Vorfeld dann bekannt geben, was wir anbotteln, dass man sozusagen wirklich hergehen kann und sagt, pass auf, ich trinke daheim das Gleiche, was die 16er beim Trinken. Es ist folgende Geschichte auch dazu, aber vorher muss ich noch die Silvia Beach beantworten, wird da heute nur Wein getrunken? Du kannst natürlich trinken, was du möchtest. Wir haben auch mit Taxa da. Verschwenk bitte. Aber das heute bald einmal rein in den Verdampfer. Eine Politur. Das ist Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber natürlich kannst du trinken, was du willst. Wir trinken Wein, respektive jetzt beginnen wir da sogar schon mit diesem Frizzante, ne, sagt man. Ja. ein Frisante, ja, vom Weinbau Graf aus Bullendorf. Und der Lukas war sozusagen der Lukas Macherik, der, ja. der Macherik Der Lukas. Juniorchef Das ist sozusagen. quasi Ja. Der Neffe vom der Köllermaster, ne? Ja, die sind beide Köllermeister. Ja, Also, so ja. machen beide den Wein, ja. Onkel und Neffe. Onkel und Neffe, ja genau. Der Onkel macht ihn natürlich schon ein bisschen länger, nicht? Ja. Der Fritz Statkus hat am Sonntag seit 5 Jahren mal wieder Kakao gekocht. Sie gesagt, das taugt Das mir taugt schon, mir. wenn so eine Sendung jemanden wirklich animiert, sowas angeht. Das taugt mir. Fritz, Leiwand. Da, wir Sehr müssen, leibend. apropos, wir sollten, weil der Fritz So, ja, Jesus nah. Ja, danke schön für die 10 Euro, Fritz. sehr zum Wohle. Und auf euch alle, sehr zum Wohl, Patrick, Prost. Prost auf die Weinbau Graf einmal, danke euch. Jetzt einmal auf den Graf, dann natürlich, wenn Dann wir nochmal natürlich auf den Ernstl trinken. Am Ernstl auch anschließend. noch mal trinken, na, selbstverständlich. Weil das ist aber ein erfrischendes, das ist ja was, das ist ja gleich weg. Es ist nur ein Problem, Nur dieser. und das hätte man nicht gedacht. Die Kohlensäure, gell? Nein, Oder was? ich war beim Zahnarzt, also ich werde noch öfters beim Zahnarzt sein, aber ich war beim Zahnarzt vor 2-3 Tagen. Interessiert euch eh, gell? Naja, nein, und jetzt habe ich vor, naja, was wird das her sein, eine Dreiviertelstunde, wie heißt das, mit dem Chlorhexamet gespült, gegurgelt. Mhm. Wenn man doch eine Dreiviertelstunde bis dahin wird der Wein schon wieder. Ah, der Na, Geschmack, bist der deppert, das das- Chlorhexamet halt da, ich kenne das, ja, von das einer halt da. Halsentzündung nämlich auch. Ja, das hätte man nicht gedacht. Das ärgert mich jetzt fast ein bisschen. Aber was so ist? Was so ist, Christoph Vorwärts sagt auch Prost, was soll er machen? Prost! Ario Angelo. Andreas Christian, bitte, es war mir ein Vergnügen. Machen wir so bald wie möglich wieder. Na schau, der Andreas Christian sagt auch, den grünen Veltliner von Graf kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr gut, durfte ich schon verkosten, ja. Die alte Lagen war das, die wir getrunken haben, genau. Also die Idee ist so, wir haben da natürlich geredet, der Matthias Mariach hat sich auch noch lange mal wieder einen Kakao gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Du schreibst den Titel Finde ich rein, super. Kakao mit Glas, und es gibt wirklich Leute, die machen sich echt einen Kakao. Das finde ich wirklich leibend. Aber man könnte das jetzt natürlich schon ein bisschen ausnutzen. Was geht die schreiben das nächste Mal? Stutenmilch mit Glas. Also ich bin 3 Ortschaften weitergefahren, dass ich eine Stutenmilch kriege. Was heißt Das drei ist Uhr? Ich bin jetzt 2 Bundesländer durchgefahren. Aber 3 Bundesländer. Ja. Ja. Nein, aber Wie es in echt der leibend. Steiermark kommt, da gibt es Das taugt nämlich mir einen, viel. ja. Ich habe mir ja keinen Kakao gemacht, sondern ich habe mir meinen Kakao machen lassen von meinem Onkel. Ich hoffe eher einen echten Kakao. Selbstverständlich. Ja, ja. Also bei uns gibt es nur einen echten Kakao oder heiße Schokolade. Also dann so ein bisschen eine gehobenere, bessere. Weil ich kann, seit es jetzt so ist, dass die Schokolade wieder qualitativer ist, wahrscheinlich hat der Zotter damit angefangen, nicht vor ein paar Jahren, aber seit es einfach leichter ist, eine gute Schokolade zu kriegen, und ich esse jetzt nicht so viel Schokolade, aber
seitdem kann ich jetzt zum Beispiel so diese klassische, ich sage jetzt mal so, die Milka-Schokolade, ich kann es nicht mehr, das schmeckt total bitter. Und vor allem die Milchschokolade ist künstlich nur das Problem, die meisten Schokoladen haben das, dass jetzt so viel Palmöl schon drinnen ist. Was du den nämlich auflesen willst in der Milch, geht das gar nicht. Die lässt sich nicht aufgescheit. Gut, aber Palmöl, wir haben letztens uns ja ein Glas Nutella reingehauen, nein, ein kleines Glas, Glas, ja. aber das haben wir uns reingehauen. Palmöl für die nächsten Jahre bin mir drinnen. Ja. Dein Bruder ist auch da. Jawohl. Ah, nein, Entschuldige, Blödsinn, der Herr Papa und die Frau Aber der Mama. Bruder ist auch da, der Bruder war auch schon gesehen. Habe Bruder war ich schon noch nicht gesehen, gesehen. ja. Eltern sind auch da, jawohl. Du, der Landtagsstrom ist gut. Zahnarzt war doch letzten Mittwoch, als deine Mama Geburtstag hatte. Ja, das ist jetzt noch immer. Jetzt die Woche mit Pause, nächste Woche habe ich wieder 2 Termine oder sogar 3 vielleicht. Also es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Noch gröbere, teure Sachen auch vielleicht. Ja, ich hoffe nicht. Also es schaut ganz gut aus, aber es ist halt da viel zusammengekommen. Und Ja. das lässt man sich machen. Ja, ganz wichtig. Das ist. Ja, was so ist es. Da ich nie Milch im Kühlschrank habe, musste ich zur Danke, um die Milch zu kaufen. Fritz Status, ganz großartig. Herrlich. Fritzl, das macht mir jetzt echt eine Freude. Also Milch habe ich immer daheim eigentlich. Das ist, weil ich sehr gerne Milch trinke. Die nächste Sendung Ich wird habe sogar sein. Ziegenmilch zu Hause. Ich Wirklich? glaube, das kann ja. Ja, Die schmeckt ein besser, die hat mit 4,2% Fett. ja, So, dann, ja. Du, beim nächsten weiß ich, was ich reinschreibe. Metaxa mit Glas. Ich muss die scheiß Flaschen loswerden. Nee, ich werde es weggeschickt. Ich glaube, das ist weggeschickt. Das kannst du nicht mehr zum Putzen nehmen, da biegt Das der biegt Motor was. alles wahrscheinlich. Das biegt Das was. will ich in meinen Verdampfer einfüllen da. In meinen Dampfer. Den kann ich weg Ja, haben alles. noch. Aber geh, Kauf wieder am Nächen. Ja, genau. Na ja, gut. Pass auf, Wetterrichtiger ist auch dabei. Wir haben heute gar nicht alle so namentlich begrüßt. Rudi Korbes. Es ist schwierig, also so viele zu begrüßen, aber seid alle gegrüßt. Ne? Sorry, Leon. Ich wollte es noch sagen in Wein, nur dass es nochmal im Vorfeld ist. Natürlich kommt die komplette Informationsmaschinerie ins Laufen. Natürlich. Ich habe jetzt da nicht nichts genaueres noch, aber ich werde wahrscheinlich auch noch bei dem Video dann unten reinstellen, dann noch die genauen Infos, aber sowieso, ihr wisst eh, auf allen Plattformen, wo wir sind, werden wir das alles reinschreiben. Es wird so sein. Wir haben das einmal so geredet mit Lukas und gesagt, erst können wir das machen mit diesem Verschicken. Sagt, ja, wir haben gesagt, wir werden nach Ostern anfangen, also mit Ostermontag. Das ist der 4. April, glaube ich. Haben wir gesagt, mit genau. Ostermontag Ja. werden wir beginnen, das heißt, bis dahin kannst du dann bestellen. Das ist in 2 Wochen jetzt möglich, dass er bestellt. Innerhalb von Österreich müssen die Kisten, keine Ahnung wie lange das Nein. dauert. Nicht Weiß lang. es dauert. Es dauert nicht so lange, nach Nicht so Deutschland lang. ist halt immer so eine Sache. Und natürlich auch finanziell ist es halt ein bisschen eine blöde Geschichte, ich sage Ja. jetzt einmal mit Deutschland. Das ist halt so, die EU hat uns ja alles möglich gemacht. Ja. Nein, es wird so sein, voraussichtlich, das nagelt uns jetzt noch nicht fest, aber ich glaube 39 Euro die 6er-Kiste. Die 6er-Kiste, ja genau. Da ist schon der Versand dabei. Da ist der jetzt, Versand dabei, ja genau. Also das war dazu gerechnet. Genau. Ja. Und wenn ihr 12er-Kisten nehmt, und das ist jetzt sozusagen das 16 Euro im Special, wenn ihr 12er-Kisten nehmt, dann zahlt es kein Versand. Kostet 69 Euro nur. Kostet 69. Also nur. Und der Versand wird euch, du, für 12 Weine, und zwar 12 gute Weine, Und 12, ja. Da fragt sich Andreas Christen. muss man echt sagen, für 12 Weine ist gut. Da ist Und, unter anderem eben auch der Pinot Seco drinnen und ja. genau. Und nach Der Deutschland... Chardonnay ist drinnen, der Ich kann's, der Privat ist da. aber oder was- hast du es? Nein, haben wir beim Hast du nächsten, habe ich nicht bei der Achso, Hand jetzt da. ich kann's nicht vorlesen. Kommt alles noch im Laufe der nächsten. Wenn es euch interessiert, Tage. kann ich es euch vorlesen. Und nach Deutschland ist es halt so, müsst ihr einen 10er mehr rechnen. Pro Kisten, glaube ich, nicht? 49 und 79 haben wir dann. Ja. Ja. Pro 10 mehr und das ist gut kalkuliert schon. Das ist halt leider. Das ist leider Das das ist halt leider. Das Matthias Marecher fragt, ist Bullendorf Mistelbach? Ja, das gehört zu Mistelbach. Warte mal. Gehört Bullendorf zu Mistelbach oder zu Boisdorf? Das ist die Frage. Nein, ein Bezirk Mistelbach ist es, ja. Bezirk. Auto. So, ja. Kennzeichen, ja. Ich finde die nicht. Also in meiner Heimat sozusagen. Ich habe das schon gelesen aus mein. Ah nein, ich hab das schon. So, jetzt sage ich euch das ganz genau. Ja, genau. 49 und 79 nach Deutschland. Leider, es ist ja so, kostet einen 10er mehr, aber es ist aber immer noch. Wenn du jetzt sagst, 80 Euro für 12 sehr gute Flaschen Wein. Butellenweinchen, ja. Ja, ich rede jetzt wirklich von guten Weinen. Es ist sehr in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist dieses 16 Da ist da ist der Traminer dabei da und da ist der Chardonnay drinnen, da ist der grüne Veltliner Privat da dabei. Ja, da sind schon ein paar Sachen dabei. Der Pinot Seco.
Hast du mir das geschickt, auf WhatsApp? Das habe ich da geschickt, ja, ganz sicher. WhatsApp oder auf Silvia Beach 2130, jawohl, das ist die Postleitzahl, stimmt. erst. Oder hast du mir das eine E-Mail geschickt, weißt du das noch? Andreas Christian schreibt gerade, ob den Wein kannst du aus Pulver von, ja, den kann man anholen auch. Was er da dann kostet, weiß ich jetzt nicht. Aber den kann man auch nach Rücksprache dann abholen natürlich. Na klar, sowieso. Jetzt, wo hast du mir das geschickt? Der Fritz Stadtrus schreibt schon, das ist doch okay, der Preis. Ja, absolut. Finde ich auch. Absolut. Finde ich auch natürlich. Aber, Absolut. aber trotzdem, es ist halt blöd, wenn du sagst, nur weil jetzt in Ja. Deutschland Was bist, denn das? Musst du um 10 kostet Euro dann mehr 10er zahlen. mehr, das ist ja nicht wenig Geld. Ne? Also, aber das ist ja ein Wahnsinn. Ja, der Rocker sagt, der Klaus hat diesmal die schönere Frisur. Ja, der ist geordnet, ist er. Ich bin zottiger Büffel in der Zwischenzeit. Ich habe mir das wieder gemacht mit meinem Rasierer, was ich habe, wo das nicht funktioniert. Aha, also guter Rasierer. Ja, nein, das ist ein Bordtrimmer. Ach so, na Nur gut. ist das halt alles kein Bord. Ne? Nein, nicht wirklich. Jetzt Ja. habe ich das wieder runternehmen müssen und so scheren, das geht. Aber jetzt habe ich schon gekauft. Am Nassrasierer. Geht Nein, das also, auf da kannst du alles. Da kannst du sogar da ist alles von braun. Ja, Intimrasur keine möglich, Werbung. oder was? Alles möglich. Du kannst alles. Epilieren alles auch, rasieren. oder was? Nein, epilieren nicht. Der kann nur rasieren. So. Also. Rasieren kann er. Aber mit allen Aufsätzen inklusive Nasenhaare. Und das habe ich jetzt auch probiert. Ja, ich stirb 1000 Tode. Ich habe einen Nasenhaarschneider daheim, ja. Ja, das kitzelt ja enorm. Das ist furchtbar. Ich sitze so da. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe das probiert. Das ist schädlich, ja. Bist du Depp? Was tippst du? Daniela Schlögl, nicht frech werden. Frag doch glatt den Patrick, in welcher Himmelsrichtung. Hallo. Jetzt, Patrick, wo hast du das jetzt auch hingeschickt? Ich hab da Alles auf geschickt. WhatsApp oder? Nein, nicht heute, das meine ich nicht. Die Weine und das alles. Oder ist es eine E-Mail? Nein, das ist eine E-Mail. Nein, Ich suche da WhatsApp. Hat mir der Lukas geschickt per E-Mail und gleich als Ich ZIP-Datei, wo die ganzen Sachen drauf sind. Nicht? Was man, Ich suche, na Klaus, warte. Na, warte, wir haben es gleich. nein, die Preise musst du aber aus WhatsApp auch haben. Nein, nur die letzten hast du mir geschickt, die Deutschen. Ah, okay, alles Die klar. Deutschen. Muss ich erst Patrick da. Aber die Silvia Beach fragt schon richtig, Buben, geht einmal ein bisschen an Musik an. Ja, ja, freilich. Zuerst mal schauen wir die Noten. Wir sind ja schon eine Viertelstunde unterwegs. Nicht? Was? Schauen wir die Noten nicht richtig. Ja. Aber es ist halt schade. Ich könnte genauso gut das Chlorhexer mitsaufen. Das ärgert mich total. Es ist ein Krampf. Aber ich kann jetzt nicht warten, bis ich nichts mehr, bis ich den Geschmack nicht mehr habe. Aber richtig, das kommt hinten nach, wenn das Chlorhexer mit. Das hat sich festgesetzt. So, passt auf. Die Reihen, und das wird nämlich gleichzeitig auch die Reihenfolge sein der Weine, die wir verkosten. Also ab dem Ostermontag und alle anderen Daten stellen wir möglichst schnell eine. Morgen weiß ich, haben sie es ausgewählt. Im Laufe der übermorgen. Woche und Ja, also spätestens jetzt- nächste alle Woche Daten. wissen wir schon alles natürlich so. Ist Ja, aller spätestens. Nein, dann vorher schon drinnen. Du musst den Lukas schon ein bisschen Zeit lassen, auch zum Verschicken. Ja, eben, na drum. Nein, aber unsere Daten sind nicht. Aber, also es wird so ausschauen, dann spielen wir was. Wir nehmen die Reihenfolge wird sein: Weinviertel DAC, grüner Veltliner, dann eine Weißburgunder Selektion, dann der Riesling von der Leiten, auf den kann ich mich erinnern, war sehr gut. Sehr gut, ja. Also die anderen auch, aber Ja, jeder hat seinen eigenen den habe ich jetzt also Favoriten. im Kopf. Dann kommt der Pinot Secco, Frizzante Pinot Noir. Das ist trinkt man was wir heute jetzt auch schon. trinken. Allerdings wird das schon der neue Jahrgang sein. Nein, wird er noch nicht Wird nicht sein? Nein, wird noch nicht Also sein. geht ja gar nicht. Geht, mit das, ist, Deppert. das braucht noch Ja, ein ich glaube, dass das ein alter ist, Was? deswegen. Das ist ein 19er, ja. 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 Dann nachher kommt der Zweigelt vom Sandboden. Ah, super Schlucker. Und zum Schluss, der grüne Veltliner, nämlich der Privat. Und der ist auch Wahnsinn. Der ist Der ist echt ein Wahnsinn. gut. Und das werden wir genauso machen. Ja, Und wie voll. gesagt, der 6er Karton ist eigentlich ganz normal, so wie man bestellen würde. Ist aber an sich schon mal recht günstig trotzdem. Aber beim 12er Karton gibt es sozusagen, wenn es, also da gibt es halt Bescheid, Pavlatschen oder 16er Pur müsst ihr halt dazu sagen, dann da spart euch beim Genau. 12er Karton die, wie heißt's? Frachtkosten. Gefragt, ja, sozusagen, ja. So ist Na es. gut, so. spielen wir was. Ja, genau. Gehen wir so. Ich kann auch mit dem Handy spielen. Mein Gott, die Silvia Beach heute aufmüpfig. Die habe ich nur nachgeschaut, damit ich euch die Informationen geben kann. Also euch eine Bankverbindung gescheit eingeben. Das ist ja da, steht da unten. Da. Und in der Videobeschreibung alles da.
Alles da. Christi nervös, gerade noch Am geschafft. Handy kann bevor man es aus wirklich ist. schlecht lesen. Da muss man vergessen. Siehst du? Naja, da musst du, ja. Ja, eh. Ja, was vergessen hast. Aber Ja, es ja. ist in der Wiederbeschreibung steht Ist auch drinnen, ja. Christoph Acker. Den teuersten kaufe ich eigentlich nie. Aber bis zum Schachtelwein bin ich noch nicht gekommen. Was ein Weinzirkel? Der Weinzirkel. Der Weinzirkel. Der Weinzirkel. Das ist natürlich ein Hit. Gibt es beim Hofer, habe ich übrigens gesehen. Wirklich wahr? Ja. Ja, gut, warum nicht? Ja. Eigentlich deppert ist eigentlich nicht, was geht das nicht. Ja, aber das ist Aber es doch... ist schon stillos. So, na gut. Die schräge Wiesen. Ja, ui, kann Lange nicht gespielt. gehört die noch. Warte, genau. Aus dem Hut raus. Jawohl. Kennen Sie die Geschichte vom Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie der geht. Dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat allweil Zeit, Zeit hat so viel Freude und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht man kein Benzin, fährt mit der Tram hin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur schräge Wiesen. Am Donaukanal ist Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Mist, nicht kein Rechenpapa. Mein Wirtsal, ja, die liebt mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall Ballett. Wenn auf der Rossauerlände dann so gegen Ende Mai der Flieder blüht, dann wollen alle Leute verreisen, fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Anna, da bleib ich stur bei einer Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lämpler, den Radio auf und Büsel für mich hin. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Mist, nicht kein Rechenpapa. Mein Wirtsal, ja, die lieben mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Was hat dabei sein, nicht? Gut. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Trittverbot. Dass ich nicht dabei war, das ist schon. Brot noch beim Kassierer oder fragt noch ein paar Höhe. Ja, was ich sagen, ich bin eine alte Fee. Was sagt denn sie? Dann sie zupft der Bisa. Wenn's ganz Person hören sie anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, wir sind da in einem Vogelhäusl sitzen, können eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komme ich noch in Itzen. Und durch den Karten bin ich ein Karten, bin ich noch alle Ski. Endlich sind wir drinnen in der ungedeckten Kabine. Ja, den Onkel, die reden her. Einer von den Ockerten, der ist unheimlich gefühlt. Sein Freund schon da, sein Sieger wird gebüht. Wir sind Gedränge in der Menge. Und keiner weiß mehr gewiss, ja, welcher von seiner ist. Es ist wie ein neuem Haus mit 10 Schuhe. Außer bei uns daneben, und der zieht uns wieder ran. So, jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen. Kaum um uns drum, dürft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen einen Zorn wird's vom Großen. Und gegen einen Zampen
Planzanten kommt ins Boot hinein. Der Gefühle, der kommt rein, steigt mitten auf der Saft. Der längste geht's an hier und der ist baff, 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 baff. Wie er wieder aufsteht, da wie jetzt eine Brause hin, aber ja, passt der in die Duschkabine, bin, 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 bin. In der nächsten Klause, unter der Brause, da in das Röntgenbild, grad hin und her bemüht. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's einen Pumper an, jetzt was er furchtbar zusammenzuckt. Bei den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brasen sind verboten, die Wehen sind nicht druckt. Das ganze Dreckverbot, 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 das ist jetzt hin. Jawohl. 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 Das Tretverbot, Bier und knapp. Haben wir, glaube ich, letzten Montag, da haben wir es gespielt, glaube ich, ne? Oder Das vorletzten? Trefferbad haben wir schon lange nicht Ja, gespielt. jetzt sehen wir, oh ja, ich glaube schon, ja. In Dings haben wir gespielt, andere in Bieren und Knapf, in Mopeds da. Nein, aber die Trefferbad haben wir schon schon, nicht. Oh, ich glaube schon schon. lange nicht. Ich glaube schon. Darum war ich so unsicher jetzt. Ja, nein, ich glaube schon. Das haben wir, glaube ich. Aber echt gefällt, Dankeschön für die 8 Das und ist für die Einheit. Das ist wichtig. Das Röntgenbild, ja. Na, früher hat das immer so gesungen, ne? Da war ich immer der Blade und der Patrick das Röntgenbild, wie du noch ein Spritzel warst. Ne? Damals. Damals, vor 25 Jahren. Jawohl. Moem ist auch Ja, da. großartig. Das ist ja herrlich. Markus Pristonik hat sich über das Röntgenbild. Ja. Das war einmal. Das Röntgenbild, ja. Das war einmal, ich war nie Röntgenbild. Bin auf die Welt gekommen und war schon blatt. Obwohl ich war gar nicht schwer, ich war unter 3 Kilo als Kind. Ich war unter 3 Kilo, wie ich auf die Welt gekommen bin. Aber schnell aufgeholt. Ich habe über 3 Kilo. Ja, ich glaube, wir haben letztens damit geredet. Oder? 3,6 Kilo oder so. Das war, ja. Gut, ist erledigt, sagt die Silvia Beach. Jawohl, grandios. Danke dafür vielmals. Danke euch vielmals, ja. Ich muss den Geschmack loswerden. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich jetzt einen Schluck mit Taxa nehme, ob das dann wieder komplett wieder resetten Du wird. kannst nicht, Klaus, du vergiftest dich mit dem. Glaubst du? Das sehe ich ja. Das ist ja Politur, da hat eine Politur eingeführt, 100%ig. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wir haben nicht weg. Aber ich habe letztens wieder geschaut, weil unser Stammgemüse- und Obsthändler da in Floridsdorf, das ist ja In der Küche, ja. Ja. Und da habe ich geschaut, der hat so mit Taxa dort stehen, habe ich den, ja, irgendwo schwingt. Der schwingt mit. Ah, das ist nicht so, aber doch, da erinnert das Ja. wie in einer Kirche. Der Wahnsinn, der schwingt mit. Digital schwingt sowas von mit. Und da haben wir den angeschaut, der hat so mit Taxa stehen und sage ich, hörst, die waren viel heller wie meiner. Übrigens, ich habe sowas noch nie gesehen. Also, Ja. ich weiß nicht, was mit Ja, dem ja, passiert ist. Also, Das ist ja schon. ist schon Ich eigenartig. weiß nicht. Ich traue mir aber weggeschitten auch nicht, weil da ist ja was, weiß nicht, wenn das ins Grundwasser kommt. Das war's auch. Hast du nicht irgendwo was, magst du nicht irgendwo was du nichts. Ich habe Floß verstanden, aber das macht wieder Flecken. Geht auf dem Sandstein nicht mehr weg. Ich gehe die Motorradraufen einreiben damit, für den Grip. Ich hab da gesagt, putz die Ketten damit. Nein. Dann ist der Rost weg und dann Öse ein. Naja, aber nein, das kommt mir nicht zu einem Motorrad dazu. Habe ich heute eingestellt in die Werkstatt. Das Motorrad habe ich eingestellt, weil es so kalt und schief werden muss. Es wird schier jetzt da, ja. Morgen fahre ich in die Klause. Bist du wieder Automobil fahren, ja? Ja, sicher. Ich war beim Ikea. Heute war ich beim Ikea. Leider. Apropos, wie schaut es nächsten Montag aus? Weißt du schon was? Was? Klause? Das sehen wir in einer Woche. Das können wir noch reden. Ich bin nicht davon ausgegangen, ehrlich gesagt. Okay, ja. Ich habe gedacht, ich komme wieder her, aber wenn du was Lust hast, das war ja wieder eine Pawlatschen XL. Natürlich, Ja, ob das denn unsere Freunde sehen wollen? ist die Frage. Ja. Dienstag müssen die wieder rein. Ich glaube nicht. Dienstag müssen die wieder erinnern sein. Daher weiß ich nicht. Also okay, na, dann Ja. ist nichts. Dann machen wir es gleich von da. Da ist der Frau Tau dann Merlot. Jawohl. Der Andreas Christina. Ja, ich hab die verstanden, verstehe dich. Hat er mit Daumen gespielt, oder Der was? Daumen wird immer besser. Oder er angelegt? Nein, Er nein, angelegt? es geht um die linke Hand. Ah, den die Daumen, linke der Hand. Insider. Ja. Mit dem Luftknopf? Nein, der wo er ihn platziert hat, so. nämlich. Wenn er das länger macht, wird er bald eine Sehnenscheidenentzündung haben in der linken Hand. Aber Ja. es geht schon, gell?
Da sparst du zum Beispiel bei der Gitarre. Du hast auf jeden Fall, egal wo der Daumen ist, du hast auf jeden Fall der linken eine Sehnenscheidenentzündung. Das ist mir ganz gut. Matthias Klaus Seidel aus Tirol. So herrlicher Montagabend. Danke euch Jungs und liebe Grüße aus Tirol. Da ist schon schier. Aber Liebe Grüße retour. ich muss noch mal vorher sagen, der Sportler ist links, rechts, hast du schon einen Tennis am Kopf vom Spielen am Anfang, wie er angefangen hat vor einem halben Jahr. Das verkrampfte Spielen am Anfang, das ist eh klar. In der Zwischenzeit spielen wir 3 Stunden, das ist kein Problem mehr. Der Rudi sagt auch ja, XL. Bis zum Schluss bleibe ich heute nicht da bis 2 Uhr. Silvia Beach, nein, wir sind heute nicht bis 2. Nein, heute sicher nicht. Ich schicke euch ein Jausen in die Klausen, der Matthias Klaus Seidel. Das ist natürlich eine Welt. Das ist natürlich eine Geschichte, weißt du? Das ist natürlich eine Welt. Das müssen wir nicht einmal machen, wenn man wieder reisen kann, also unbeschwert reisen kann. Dann müsstest du den Jausen bringen. Du wärst quasi nicht nur Teil der Bablatschen, sondern auch Teil unseres Rausches. Den werden wir dann haben, wenn du auch da bist. Und sofort meinen Finger erheben. Superchat. Michael Armer. Was ich habe, ist komplett den Überblick verloren. Michael Armer schreibt gerade, für Pavlatschen XXL bei uns ist auch schon schier in Altmünster. Schneidest Ist du es noch? euch schon, oder was? Ja, es wird da. Darum habe ich mein Motorrad Michael heute Armer da so in die früh, Werkstatt so früh. gestellt. Gleich mit dem Morgen Motorrad. Schnee bis 500 Meter. Ja, Ist schon also gehört, nicht? Also bei mir, Klause wird Klause wird auch Zucker sein. auch Zucker sein. Prost. Dankeschön, Danke, Michael Armer. Michael, danke dir. Wie schmeckt dieser Sprudel? Sprudel, sage ich mir, hoffentlich ist der Lukas nicht beleidigt und der Adi. Nein, die wissen schon, wie ich das mache. Nein, dieser. Ach, herrlich. Aber Wirklich super zum Trinken. Es ist einfach. absolut. Peter Richtiger sagt, am nächsten Montag gehe ich frei. Bablatschen XL wird passen. Was war bei mir hier? Ja genau, Johanna Duschl, das muss ich noch erzählen. War vorher noch der Rock Cast gefahren, der Klaus, du bist Breitband-Tonmaschine mit einem super Clown. Das ist er. Der Rocker ist Das der, ist er. du hast da der Urwaschel. Du hast Der der hat Urwaschel. eine Ahnung, weißt du? Der hat wirklich eine Ahnung. Dank der recht vielmals. Fritz Status, ich könnte euch 24 Stunden zuhören. Fritzl, das ist, Fritzl. Fritzl, das ist lieb. Das Danke. aber das würdest du nicht mehr sagen, wenn du uns 24 Stunden zuhören müsstest. Das haben wir schon gehabt. Das haben wir schon wir zwei. gehabt. Auf was? Öfters schon. Na, Hole haben wir sogar schon gehabt. Du hast 24 Stunden? Nein. Sicher. 24 Stunden? Klar. Dass wir uns zuhören haben müssen, 24 Stunden gegenseitig. Wirklich? Ich glaube schon. Kann man nicht erinnern. 7 in der Früh bis 7 am nächsten Tag, das steht dort schon. Ja, Wird das schon gewesen sein einmal. kann schon mal sein. Wird schon passiert sein, früher vor allem. Kann schon mal gewesen sein. Aber jetzt sehe ich Wie ich das dann auch. mit der Straßenbahn in der Früh heimgefahren bin, von dem die Ah, Geschichte. ja, es gibt schon so, das stimmt. Aber 7 in der Nein, Früh 7 nicht. Der haben wir war uns noch nie gesehen. oben rein. Ja, heimgekommen, aber Heimgekommen, ja. was 7 in der Früh gesehen? Und gleich durchgehend. Ja, das schon, aber das war so eher Das war Ausnahmen. Frühstück weg. Ja, Frühstück weg, ja. das war ja. höchstens 300 Mal in der Jugend. Öfters nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Aber jetzt, weil das Bild auch so sicher, der Christoph Ack hat das eher gemeint, mit dem Partnerlook. Mir gefällt sowas nicht. Wenn beide das gleiche auch haben. Nein, mir auch nicht. Das ist eigentlich Aber wie man früher, also wie man das früher ganz brav gemacht, wie das so Ganz bei, diesen, am Anfang, ja. bei diesen Duos war. Wir haben auch gehabt, eine schwarze Anzughose, Schwarze Hosen, ja. weißes Hemd, Stoffhosen, weißes Hemd, Schwarzes schwarzes Gilet. Gilet. wie wir immer gesagt haben, Oberkörner-Outfit. Outfit, ja. Und nicht selten wollte man bei uns kassieren. Oder ausbestellen. Ja, schwungvoll war. Entschuldigung, bring jetzt mal nach. Aber Großartig. das war ja auch, mir ist ja das aufgefallen, mittlerweile, es haben ja die Kölner nicht mehr, sind ja nicht mehr so angezogen, aber beim Heirigen nicht mehr. Nein. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil erst wieder Das über war- das nachgedacht habe. Heutzutage haben viele bei den Heirigen wieder Lederhosen an, von den Jungen, Und sehr kariertes viel, Hemd. ja. Und Also sehr viel. ein kariertes Hemd, das typische so Vorhangstoffhemd, wie ich immer sage dazu. Ja, richtig. Und dann Lederhosen, ja. Ja, und ansonsten Kann man ja. Leger, Jean und Co. Aber das war wirklich, aber das waren früher viele Kölner. Haben genau das auch gehabt. Das war das Oberkölner-Outfit, haben wir immer gesagt. Schwarze Anzugshosen, schwarzes Gilet. Ich habe 3 oder 4 Gilets in Ja, Kopfhänger ja, so gehabt. 4 habe ich sicher gehabt, ja. Alle grindig und nichts Besonderes. Nicht. Und die Anzughosen ja auch alles Polyester, so weiter saugereicht. Ne? Aber, und bis man halt sich was Gescheites leisten hat können. Und weiße Hemden ohne Ende. Ja. Und Da waren aber immer gute, wie man die Seidensticker gehabt. Damals Ja, schon. dann- naja. Das war schon eine relativ annehmbare Qualität. Ja. 100% Baumwolle schon und so. das war das erste, wo ich halbwegs eine Qualität gehabt habe beim Hemd.
Aber das war ganz klassisch. Ganz klassisches Ort. Halt, ich muss sofort, Andreas Christina, ich danke dir. Ein Aber hast Musikwunsch, ist mit deinem Musikwunsch verbunden. Wird zuerst getrunken und dann gesungen. Machen wir, Andreas, danke dafür vielmals. Danke dafür vielmals. Machen wir. Jetzt hat wirklich viel mehr Sehr Luft zum Wohle. als ein Wein, als ein normaler Wein. Naja, da ist auch Kohlensäure eingespritzt worden beim Auffüllen. Aber schon langsam. Das ist gut. Schon langsam. Du hast noch ein bisschen am Platz da, so, danke. Schon langsam geht das Chlorhexamet in den Hintergrund. Die Silvia Beach fragt auch schon frech. Ich bin mal echt gespannt, wie viele Flaschen da heute draufgehen bei euch. Ja. Nein, nicht nur viel, ich bin dann schon, Der Patrick ist ja ich bin dann schon Autofahrer. vorbei, quasi, mit Trinken. Würde in der Klause sitzen oder in Eibe. Das geht er machen. Nein, oh ja, das geht er machen. Kommst du mir raus? Wir könnten ein XL machen in Eibestal. Das geht noch machen, ja. Das dürfen wir schon, ne? Also jetzt, man, darf ich bei dir schlafen auch schon? Das weiß ich nicht, warum nicht? Darf man die? Nein, ich weiß ja nicht, das ändert sich ja alles. 2 Haushalte, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Das kannst du, lass dich noch rausfinden. Lass Ne? dich noch rausfinden, bis dahin. Bis nächste Woche. Raphael Illmeier, danke für das Kompliment, mein Lieber. Was haben wir da? Ja. Her mit meinen Händen, da ich mir wünschen. Ja, Silvia Beach, auf dem Wunsch bleibst leider sitzen. So, aber Hausgleich bei Peitschen machen wir natürlich Ja, ganz ja. klar. Machen wir nicht ganz klar. Warte mal. Da muss man jetzt schon herrichten. Weil dann machen wir dann, da schwenken wir um. Wohin schwenkt man da? Ich weiß schon, was kommt. Da schwenkt man dann um in die. Stellt mir eine Rose in den Stall. Und dann machen wir in Refrain. Warte, wo bin ich denn da jetzt da wieder? In Refrain machen wir mich. Da ist. Das habe ich verdruckt. Der war was ja immer noch Ich hab's der Druck da, das Ich hab's ist ja gleich. Wahnsinn. Der Franz Brandwein ist da. Franz Brandwein schaut zu. Und der hat mir ganz am Anfang vom Lockdown, das war genau am 18. März 2020. Also das ist quasi exakt ein Jahr her, bis auf 3 Tage. Und da hat er mir einen Text geschickt, vor einem Jahr. Und zumindest den Refrain. Den Refrain werden wir dann übernehmen. Wahrscheinlich muss ich dann dazwischen noch mit drucken, aber das singen wir eh. Das sehen wir. Aber das ist auf WhatsApp den Refrain. Aber die Tonart bleibt gleich. Dann alles gleich. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgehört und Draht und um nix war mir leid. Der Mann und jetzt verfranst. Ich hab gesungen und tanzt. Ganze Nacht hab ich gekreuzt unter mein Peitschen hat geschneuzt. Auf Jacke Natur mit einem gesunden Hammer. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles gut. Oh, Hausknecht, mein Peitschen, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist. Das hab ich längst erfahren und dass manches Mal ein Bumper macht, grad in den schönsten Jahren. Au ja, hussasa, oh, hussasa, oh, au ja, hussasa, oh, hussasa, oh. Frisch lackiert war mein Wohn und mein Geschäft hat was dran. Jetzt am Grund hat mich kennt und der Golden ist gerannt, immer modisch das Gewand und er sonst gesund benannt. Mit einem Schrei von den Ohren, Fredel, das war er da. Zuerst die nobliche Fuhr und dann die notige Tour. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles da.
das Leben nur ein Grenzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. A Hüa, Hussasa, ho, ho, Hussasa, ho, a Hüa, Hussasa, ho, ho, Hussasa, ho. Stütze meine Rose ins Zimmer, die Pandemie wird schlimmer. Ich sitz daheim in der Quarantäne, ich stiere ein Loch in der Wand, statt dass ich steh am Stand. Es ist eine echte Schweinerei, meine Kundschaft, die ist weg, wegen dem Corona-Dreck. Es gibt kein Trinkgeld, ein großer Malheur. Da fällt die Tiere ins Schloss, am Steffe ist nix los. Die Stadt ist zusammengeräumt, es gibt kein Kundschaft mehr. Die letzte Fuhr, das war keine Fahrt ins Paradies. Das hab ich kaum gesehen und das war mir gewiss. Die Rosen haben nimmer gezogen wie früher mal am Strand. Die Hof am gelungen wie ein Abschiedsgesang. Sie waren mein Stumpflos und auch mein Freund. Heute rennen dran und schöner wie die Zeit. Stütze meine Rose in Stall, bald trinkst zum letzten Mal. A Sackel haben und nachher, dann hängst das Geschirr an die Wand, bald kriegst ein Halfterband, dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Peitsche weg, steht's mir so in den Eck, damit es nimmer schaut's daher. Hängt's an die Tiere geschloss, dann seid's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Vorleid kehr. Mein Segel steht am Grund, ach so wie die zwei Truppen wird's nicht bald gesehen haben. A Peitschen, nein, die gibt's nicht. Ui, Jesus, nur nicht schlagen. Das Höchste war ein Schnäuzer, sonst zerreißen sie mir den Wagen. Vom Land zum Lust das Forest in 12 Minuten hin. Doch springt man kein im Galopp, da geht's nur weiter, trop, trop. Wenn's noch recht schießen, da spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann er jeder werden, aber vor das kennen sie nur im Weg. Stolz ist, ich bin heute nichts mehr ein Kind, ein Fiaker wie man nicht ohne Tag findet. Mein Blut ist so lüftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heut pfiff, ein nichts mehr ein Kind. Jawohl! Wunderschön. Wunderschön mit dir zu spielen. Kann ich nur erwidern? Eine Kann Freude. ich nur eine erwidern. Freude. Spielen und singen einen Traum. Spielen wir und singen wir. Es ist wirklich Nein, aber leibend. das war. Ganz leibend. Aber auf jeden Fall, jetzt einmal, das war der Text.
war leibend, aber das ist jetzt echt der Wahnsinn, dass Was 18. denn so? März, ne, vom Das Franz ist genau Brandwein. ein Jahr später. Und ich meine, ganz ehrlich, da hat er sich verdient. Eine Orgie, Eine Orgie. der Roten Achteln. Haut Ja, eine ja. für den Franz Brandwein, Gehen wir, für den gehen wir. leibenden Text. Die Roten Achteln, alles Gehen wir, Beifallskundgebung. gehen wir. Weil man ist ein Wahnsinn. Ne? 18. März war das. Ja, Wahnsinn. Ein Jahr ist vorbei. Das ist wie in der Schule war bei mir immer. Weißt? Das ist ein Jahr zu spät. Ja, das ist arg. Das ist arg. Einen Schluck Wasser nehmen wir. Der Corona-Text war wirklich gut, sagt der Rocker, ja. Nein, das war aber gut, es war so einer Laune aus, hat er das geschrieben, Ja. hat mir das geschickt und ja. Das ist Susanne Schön, Bumm. großartig. Ist auch wieder am Weg der Besserung, hoffe ich. Die hat heute eine Untersuchung gehabt, ordentliche. Ich glaube, das steht mir auch mal bevor. Ja, schauen wir mal. Prost. Was? Sehr zum Wohle. Prost, Prost, zum Wohl. Zum Wohl. Meister Bumuckel, ein Wahn. Hoffentlich meint der Wahnsinn. Herrlich, schau die roten Achteln von einer. Jetzt wird er schon warm auch, gell? Ja, naja, Du trinke. musst Ich trinke. schneller trinken. Ich trinke. Nein, ich spüle immer, ich singe immer im Spiel. Naja, Schau die roten Achteln. Franz Brandwein, schau für die. Silvia Pitschner, Rotwein, ja. Es ist leider, es gibt kein Emoji. mit Weißweinglasen Ja, gibt es nicht. oder so ein Nein, Spritzerglas, leider nicht, was? Das war leibend. So ein Spritzerglas, aber das. Wir könnten ja ans kreieren, nicht? Ja. Ist geschwind gegangen. Ja, Franz Brandwein, und was soll ich das sagen? Das hat er mir geschickt. Das hat er mir geschickt am 18. März, und ich habe gleich zurückgeschrieben, du, da mache ich was. Ja, das mach ich da. Sorry, ich kann nur sagen, es tut mir leid. Franz Brandwein, aber du hast eine Eselsgeduld bewiesen, muss ich sagen. Ario Angelo, ich mag lieber Weißwein. Ja, ich bin auch, also in der Relation trinke ich auch eher Weißwein. Aber wie gesagt, es gibt nur diese Rotwein-Emojis und Ja. die haben sie halt da Ja. etabliert in der Pavlatschen als Beifallskundgebungs-Emoji und quasi als bildliche Darstellung des Begriffs Leiwand. So kann man Genau. das sagen. Ich muss ja mal zwischendurch was anderes leider das auch machen. Ja. Nein, ein paar Achteln. Silvia Pitsch, da gingen die ganzen Achtel, gingen die Kommentare vorbei. Nein, so schlimm ist nicht. So schlimm ist nicht. So viel sind wir ja nicht. Heute ging ja auch die Sektgläser. Uli Slonek natürlich bringt Uli die hat vollkommen Schatten, recht, ja. heute gingen sie. Die Die gangerten. Die Gangerten. täten geh. Zwei Pferde und ein Esel. Franz Brandwein, jawohl. Herrlich. Was war beim Ikea? Was war bei Miki? Ja, da hab ich auch Du wolltest angefangen, aufhören zum früher, haben wir halt dann ein bisschen spülen müssen. So. Schuld ist die Silvia. Ja. Nein, die Silvia wollte aber auch wissen, was bei Miki ist. Nein, der Franz, der Nein, eigentlich hat der Andreas Gries Andreas. Ah ja, genau. Andreas, Andi, genau. Ja. So schaut's aus. Nein, ich war beim Ikea und hab einen Kosten gekauft. Einen Kosten für die Klause, nicht, dass er einen Kosten hat. Er hat ja noch keinen. Plätze. Ein Ziegelwein von Steini. Ist auch nicht schlecht. Und ich habe schon gesehen, die Maggie Pemberton ist auch dabei, Christi. Maggie, Du servus. hast mir irgendwas geschrieben, ich hab das dann jetzt nicht lesen können auf die Schnelle, aber bist scheinbar voll dabei. Die Wampen für die Susanne Bohm. Das Ja, fürs Magerl, na klar. Sicher. Sicher. Das machen wir. Ja. Und da bin ich hin, habe mir die Kosten gekauft, nicht? Und ja, und das ist halt cool, nicht? Da bin ich der Klassiker eigentlich, nicht? Zu meinem Auto, nicht? Da habe ich gedacht, ja, wie soll schon ausgehen? Aber eng, Kenn ich. das will sich schon ausgehen. Kenn ich. Ja, dann habe ich eingerannt, eine halbe Stunde lang, und dann haben wir gedacht, nein, das geht ja nicht aus. 2,40 Meter gingen sie bei mir 2,45 Meter. komplett um. Da muss ich auch den Beifahrersitz noch ganz nach vorne, ganz nach hinten schieben und ganz nach vorne Ja, kippen. was glaubst du, was ich gehabt Dann habe? kann ich bis 4 zur Windschutzscheibe, Ja, dann aber- steht es aber auf der Windschutzscheibe vorne. Ja, das war bei mir auch. Nur sind das zwei Korpusse und einmal die Schiebetüren. Ein bisschen viel, ja. Und vor allem, ich hätte dann nicht mehr sitzen können. Das Schalten ist dann Ja, oft dabei, du bist dann schon das ist wurscht über Automatik. Über Automatik, das ist wurscht. wurscht. So irgendwie so hinkomme ich schon, aber das wäre trotzdem irgendwie, nein, weiß nicht. Das ist nicht ganz gegangen, Man will ja nicht so auffallen vielleicht im Straßenverkehr. richtig. Nein, jetzt habe ich das wieder zurückgeschoben und gesagt, Burschen, tut mir leid, ich muss euch das wieder geben. Aber stellt es mal hin, ich bin in einer halben Stunde wieder da, weil Gott sei Dank bin ich Motorradfahrer, da war ein Motorradanhänger, der lang genug ist. Haben wir den geholt, aufgeladen. Gespielt oder so, oder? Ja, was? Da habe ich aufgehauen.
Also das war Der Ikea. kluge Mann fährt gleich zum Ikea mit Anhänger. Da gibt es sogar eigene Anhängerparkplätze, nämlich dort auch beim Ja, Ikea. das weiß ich. Oder Aber gibt es nur beim Obi oder beim Horn? ja, beim Ikea habe ich keinen gesehen. Ja, aber ist ja wurscht. wurscht. Aber ist nicht nur Platz gewesen. Aber naja, ich bin an das andere Auto gewohnt. Nicht? Der war doch ein bisschen größer. Ja, eine Nummer war der größer, ja. Ja. Ja, genau, beim Riesen-Volvo war es auch ausgegangen, aber jetzt ist er nicht mehr so Riesen-Volvo. Und da ist natürlich ein bisschen enger geworden, aber auf jeden Fall jetzt vor allem auch hinaus. Darum hoffe ich, habe das jetzt eingepackt in so einer Plane, ne? Ich meine, du musst dir vorstellen, allein diese Trimme Ganz einpacken, alleine schon einmal. Das ist 2,5 Meter lang, ein Gewicht wie der Welt. Gewicht für die Pressspannen, ne? Und einpacken da in die Plane, nicht? Weil morgen oder wie wird Nacht, ich weiß nicht, wie es Wetter ist. Pressspann von Keindl oder von Egger, nicht? Wahrscheinlich, von woanders wird es nicht geben. Naja gut, weiß nicht, ob die Also das das kann sind beim Ikea oder kommt das nicht auch alles von gleich irgendwo. China, Ja. Taiwan oder sonst wo wahrscheinlich, ja. Naja. Vermute ich. Geht sich der Kasten in meinem Auto aus? Welches haben Sie denn? Ein rotes? Nein, dann nicht. Freut mir Daniela. Ja. Nein, es war eh nicht da. Es war eh nicht gegangen. Es war eh nicht gegangen. Markus Bristonik schreibt da was sehr Gutes, nämlich wer die Emojis werden vom ASCII-Konsortium definiert, bei denen müsste man nicht gewinnen. Machst du das, Markus? Kannst du da Connections vielleicht oder was? Ja, weil ich weiß ja, dass ASCII ein Code ist. Ja, ja. Oder dass es da sogar ein Konsortium gibt. Das ASCII-Konsortium ist mir gibt schon es. ganz neu. Habe ich auch noch nie gehört, aber das war interessant, ja. Wir wollen einen Weißwein, genau. Aber das ist ja sauer. Weißwein und ein gespritzten Glas. Ja, das wirst du nicht kennen dann. Spritze. Aber zumindest ein Weißwein-Emoji. Weißwein-Emoji Ja. war das Minimum. Der Butön oder Doppler. Ein Latern, ja. Laternen. Ich will Doppler-Emoji. Stellt euch vor, es gab ein Doppler-Emoji. Das waren die Pavlatschen, waren nicht mehr zu unterhalten. Kannst du dich an einen Dopplermeter noch erinnern? Ja, herrlich. Ja, von wem waren die Doppler? Damals die Flaschen? Vom Graf. Heimbau Graf. Fahr nicht fort, kauf ich morgen. Nein, weil eine Dauerleihgabe. Wird der Richtige sagt, Ikea kommt viel aus Polen. Ja. Also ich glaube nicht, dass das da in Österreich gemacht worden ist, die Bredel. Aber eine ganz andere wichtige Mitteilung zu verkünden natürlich. Wobei, wir sind jetzt dann draufgekommen, so ganz stimmt es eigentlich nicht. Wir haben heute den 60. Livestream auf YouTube. Ja. Das hat am Anfang noch nicht Pavlatschen-Kassen. Das hat am Anfang Kassen noch die 16er 25 Show. 25 Show, ja genau. Und dann irgendwann die Online-Show, da was weiß ich, wie das ist. Nur, die Sache ist die, das haben wir jetzt noch nicht ganz rekonstruieren können. Also auf YouTube ist es zwar die 60. Live-Sendung, aber die ersten 3, 4 sind noch immer YouTube-Live-Shows gewesen, die dann einfach auf YouTube... Die waren auf Facebook-Live-Shows, die Live-Show. dann auf YouTube auch eingestellt. Aber das Genau. kann man nicht so genau verifizieren. Das ist, Naja, man kann schon, man das müsste schon, halt jetzt jede einzelne dann anschauen. Aber Aber ja, das ist mir doch wurscht. Aber es ist im Prinzip also auf YouTube derzeit die 60. Live-Sendung, die da rausgeht, binnen 2 Jahren, weil im Februar 2019 haben wir 2019, haben wir damit begonnen. genau. Also innerhalb von 2 Jahren hat es da jetzt diese 60 Sendungen gegeben und ich schätze mal mit Facebook, also es soll ein Plus sein von vielleicht 5. Genau. Ja, vielleicht 5 mehr. Mehr sind es nicht. Ja, also unter 10. Nein. Also wir halten uns einfach jetzt an dieser Zahl fest. Es ist die 60. Ausgabe der Live-Show und ich muss dann direkt einmal schauen, wie viele Pavlatschen es ist. Aber es hat relativ bald Pavlatschen-Kassen wieder draufgekommen. Ja. Markus Bristonik, das war ganz lieb, wenn du dich da schlau machen Jawohl. könntest damit. Markus war leibend. Du bist Das- unsere Kontaktperson in Bitte, die, bitte wirklich. Wenn du willst, wirklich gerne, ja. wie heißt es, in die unsere IT-Kontaktperson. Ja genau, der Hyper soll sich darum bemühen. Ich muss sofort bitte meine Brille erheben, jetzt in dem Fall. Rock K. Einsamkeit. Jawohl. Ja genau, weil er vorher gefragt hat, nicht, ob man uns das Geld geben soll oder den Wein. Ja, natürlich freuen wir uns, wenn es uns ein Geld gibt. Und das war nur eben die Idee, die einmal aufgekommen ist, dass man sozusagen, dass jemand halt dann den Wein daheim auch hat, den wir da trinken. Also dass wir quasi ein gemeinsames, das Trinkerlebnis gemeinsam haben. Gemeinsam haben, genau. Und die Idee haben wir ganz gut gefunden, das Ja. wird eh nicht immer umsetzbar sein, weil jeder Winzer macht da nicht mit. Aber wir wissen es auf jeden Fall, also jetzt der Graf auf jeden Fall, wir wissen es auch schon von nach April.
Na, da werden wir schauen, wie das war. Da reden wir nicht über ungelegte Eier. Nein, aber es kommt welche, noch. wo ich weiß, dass das auf jeden Genau Fall so auch ist es. hinhaut mit dem. Genau so ist es, ja. Und es kommen aber auch welche, wo wir wissen, da wird nichts gehen. verschickt. Das ist einfach dann. Genau. Geht nicht. Aber jetzt einmal Rock auch. Danke dir herzlichst Dankeschön. und sehr zum Wohl. Sehr zum Wohle, gell? Du kriegst noch nicht die Einsage. Na, Wir müssen aber trotzdem zuerst, weil wir schon versprochen haben, die machen wir Wampen. die Wampen. Ja, machen wir die Wampen. Aber- Und leiten gleich über. Vom Tee. Ja. Geht eh? Ja, geht ja alles. Ne? Ach, Zelda-Kurt kannst du immer spielen vorher. Aber. G7 und Nein, Gadget. weil es ist jetzt so gesagt, Leute, so, als ob das jetzt ein. Ich habe mir gedacht, aha, aber das war jetzt besonders passend. So überlegt, nein, eigentlich nicht. Du musst halt einfach du musst halt dann ein G7. C7 eine haben. G7. Ein F ist die Einsamkeit. Oh, das ist blöd. Oh, das ist ja noch einfach. Das ist ja noch, da ist schön und Ja, Übergang. dann ist er- Da weiß ich schon, was ich mache. Na dann! Steine 07 sagt, über 60 Wochen Super Entertainment aus Wien. Dankeschön. Es waren mehr, weil wir haben es ja ja. nicht wöchentlich gemacht am Anfang. Nein, am Anfang war das alle 2 Wochen, glaube ich. Naja, am Anfang war das noch überhaupt sporadisch koordiniert. eigentlich, ja. Und dann hat sich das schon langsam. Es ist wirklich lustig. Also, wenn ihr Lust habt, einmal Zeit, ihr braucht euch gar nicht alles anschauen. Ich meine, weil das war ja Wahnsinn. Ja. Aber wenn ihr einmal so schaut, wirklich so die ersten, das bockt sich nicht. Ja. Nur so eine schauen ein bisschen. Wir haben die Playlist, ist auf unserem Kanal, Pavlatsch oder Livestreams. Und da könnt ihr reinschauen. Und da findest du in der Playlist, das ist chronologisch, der erste Livestream eben irgendwann aus dem Februar 2019. Nein, ich sage nichts dazu. Schaut euch was also Lust an. habt, schaut mal rein und dann schaut euch den übernächsten, immer nur kurz Wir einmal haben rein. das ein Handy aufgestellt, weißt du? Das ist ein Wahnsinn. Das Ein Wahnsinn. Ein Smartphone aufgestellt und das war's. Ja. Christoph Acker. Das ist auf ihr gelesen. Die Antwort auf die Frage, ob wir euch Geld geben sollen, ist die gleiche wie beim Akrapovic 1000 PS leisten. Ob sich ein Akrapovic lohnt? Na sicher. Ja. Na gut. Wampen. Die Wampen für dieses Album, dass du wieder schnell gesund wirst. Walter Häuser und Mick Salmen. Yes. Wenn die Leute in Grenzing gesoffen sind, der Tanzke erinnern wir. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Lehen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie meine Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Wurzelwampen, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Wurzelwampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagdrost im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aus Finanzamt gehe, da trifft sich der Schlag. Da legen sie doch den Zettel hin mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich druck da fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Ich hab ein Wampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Wampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jogger aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Man kennt was zu jeder Zeit, spül ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mit der Kron, da kennt den Wursteln,
in der Schlund. Den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komme, sagt mir gleich, unterhalt mich, komm ich lade dich ein. Und so macht mein Herz ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein. Und am Ende bleibt man nur auf Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das End mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Jawohl, jawohl, haben wir gern gespielt. Haben wir gern Aber sehr gespielt. gern, ja. Echt gefällt es, sichtbar eindeutig. Und das ist immer die Die schönste Achteln Lied, sich ja. ist sogar. Weil eine Eigenkomposition, das gefällt einem am besten. Genau Heute so habe ist ich es, ja. Hetzhalber mal probiert dazwischen. Mit der Gitarre so ein bisschen so gejammt, wie man so schön sagt. Ne? So kurz. Also nicht geübt, sondern Nein, nur so gespielt, ein bisschen gejammt. Ich dahingespielt, ja. hätte eigentlich was tun müssen, was anderes. Und habe gedacht, oh, ich könnte ja zwischen einmal kurz auf der Gitarre klimpern. Und dann habe ich gespielt in Taschler. In Time. Also richtig Richtig, das ist jazzig in nicht, Time. nicht Ja. einfach, gell? Ja. Naja, nicht einfach, aber es ist eine ganz andere Nummer auf einmal. Kommt ja ganz anders vor. Irgendwie kommt das ganz anders vor. Ja, ich würde sagen, machen, du, 1. April war es Taschler, wird nicht sein. Ne? Erst ist sicher nicht. Also das Wird nicht ist, sein. Die gehen wir schon, ich nicht mehr selber, gell, weil du schaust ja nicht mehr. Ja, ich muss ein bisschen jetzt mitlesen, jetzt Ja, aber es ist- kiloweise ich muss selber nicht von mehr. euch da also Meldungen kommen. Silvia B., schau das Bier ein, na, was Was mit dem denn? Bier, ja sicher, Prost, hallo. sowieso. Immer alles, hast du einen Platz für die Wampen. Frisch Startguss. Das ist genau meine Sicht. Nicht? Weil der Harry gemeint hat, er hätte lieber einen Rolls Royce als die Wampen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, beides ist die Elite. Einsamkeit wie immer ein Erlebnis. Rudi Korb ist Danke, dafür. Rudi, danke. Soll da noch was draufschenken? Patrick, Nein, oder nichts mehr, nichts danke. Nein, nichts mehr. Das ist leider. Oh, Ein Schluck auf. ja, erst, nee, das sagt er jetzt. Jetzt war da war so viel noch, aber es ist ja genug. Ich muss ja mit dem Auto noch fahren. Das passt schon. Ah, das Silvia muss- hat eine Bier, haben wir eh schon gesagt. Was ist denn? Wie kann ich mit dir Bier trinken? Oh ja, der Uli Slonik hat auch schon die Bierregeln auspackt. Ja, auch, absolut, ja. Oh, jetzt sind wir bei allem dabei.
Jetzt hat er ein bisschen einen Rot, jetzt sieht man ein bisschen einen Rotstich. Ganz leicht. Jawohl. Zwiebelschalenfarben. Zwiebelschalenfarben, ja. Da war noch warm, es geht ja noch. Ja, geht aber so wahnsinnig schnell, dass es warm wird. Gell? Ja. Es ist doch erinnern, woran wir. Der Boden ist zwar kalt, aber. Du hast schon, es ist der kalt, ist der Der kalt. Boden ist kalt, der Farmer. Wenn sie auch zugemacht, soll ich wieder aufmachen? Die zieht auf die Fiers, weißt du? Die Fiers zieht's. Weil du, Der hat Schlapfen auch, Alter. So. Ich nicht, ich sitze in Socken da, wenn es interessiert. Interessiert. Dampfer nehmen wir nochmal. das interessiert keinen. Philipp Zach ist dabei, jawohl. Philipp Severs, das Burgenland ist vertreten, sehr schön. Jetzt wollen wir einen Taschler. Jetzt möchte ich den Taschler machen. Aber Machen wir, ja? Nicht in in Time. Time? Also Nein, ich nicht in glaube. Nein, das müssen wir üben, das ist total anders. Komplett andere Nummer. Aber hat auch was, die fährt voll. Ich meine, klar, ja, von der Akkorde her ist ein Jazz-Ding. Ne? Also lustig, ich spiele es mal an. Dampfen wir weiter, ich spiele es nochmal an. Ja? Nicht immer. Ich dampf gern weiter. Und dann spielen wir es im Original. Ja, ja, ja. Ich bin aufgestanden. Ich hab mir gedacht, ich gebe dir die Rode da. Nein, die müssen die ja. Ich verstehe auch nicht, kannst du auch spielen, die ist laut genug. Ja, aber. Aber kennt ihr da sogar schon? Ich habe sogar mein Paddleboard hergerichtet. Das ist ein Wahnsinn. Ein Paddleboard heißt Ja, das? ich habe noch nicht viel drauf gespielt, weil ich kenne mich nicht aus mit dem Effektding. Das sind so viele Sachen, da sind so viele Knöpfe. Der Jimmy Page hat eine Freiheit, heißt das. Naja, es ist ja nur. Paddleboard. Das schaut gut aus, weißt du? Es ist ja nur ein Effektgerät, ein Looper und ein Pedal noch für einen Looper. Das war's. Mehr ist nicht, aber es nimmt das ganz. Mein Bruder hat ja noch so andere schöne Sachen. So. Pass auf. Jetzt muss ich überlegen, warte mal. Stunden später. Zwischen Nussberg, wie geht das so? Nussberg und Donau am Rande von Wien liegt ein ganz Nerve mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirche um See. Keine Ahnung, wie Das das spielt geht. wie der erste Mensch. So ungewohnt. So, okay. Ja, das Instrument, gell? Ein Wahnsinn. Nein, andere Dinger. Zwischen Nussberg und Donau am Rande von Wien liegt ein ganz Dörfe mit einem kleinen Häusl darin und gleich bei der Kirche um See. Da liegt die Busche Schanktaschle versteckt, gern in der Kirche vom Kolberger Dorf. Da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Nein, jetzt spielen wir es mal richtig. Jetzt spielen wir es mal richtig. Auf jeden Fall, wer es kennt, hat jetzt schon Jetzt hast du schon Unterschied. gespielt, ich spiele das nicht noch einmal. Jetzt spielen wir es richtig. Nein, das war nur das. Nein, so gehört es nicht. So gehört nicht. Aber ich wollte nur, dass man einen Unterschied dabei sieht, nicht? Jetzt, wenn das in Time gespielt wird. Und jetzt kommt die wienerische Jazz-Variante. Das ist genauso Jazz, aber es ist halt wienerisch. Ja? Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfchen, einmal mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirche um See. Da liegt die Busche Schanktaschle versteckt, klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf. Da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert,
vom Essen das Beste, findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glück, liegt der Ring in der Buschenschank der Schlang, am Rande von Wien. Klein in der Kirche von Kolberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen durcheinander die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Ging ganz herum, reißt uns die Gemütlichkeit auf. Aber jetzt noch eins hat die Mühe, jawohl! Jappa! Applaus für den Rotkavalier, schon jawohl! In der Kirche vom Kolberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit. Jawohl. Das ist Winches. Das ist Winches, Das ist aber Winches. original. Das ist Winches. Ein bisschen Rhythmus, aber nicht zu viel. Und wer hat es erfunden? Ja, weiß ich genau. Schon die Achtelvereine. Bist du nicht allein? Eigentlich sagt der ein Straßenarzt. typisches, wie man sagt, der Karl hat nicht Unrecht gehabt, ein Wiener Chanson. Ein Wiener Chanson. Ja, so hat er das genannt. Mir gefällt der Begriff ja nicht so gut, weil es Chanson einfach. Nein, es ist für mich passt das besser Wiener Jazz. Es ist der Wien Jazz. Wiener Jazz. Das ist, aber ja, Wiener Chanson hat es halt mehr getroffen, weil er eben gemeint hat, entspricht nicht dem klassischen Im Wiener klassischen Lied, ja, genau. Es ist mehr ein Lied, also ein Liedermacher, nicht? Aber wenn jetzt einer sagt, er ist ein Liedermacher oder Songwriter auf Englisch dann, nicht? Was sagt das aus? Was für Lieder machst du denn? Ja. Du kannst alles machen. Du sollst machen, nicht? Das ist ja wieder das Schöne, weil du die Freiheit dadurch hast, natürlich. Ja, schon, aber am Ende des Tages macht Wir haben ja, die Freiheit sowieso, nicht? Also Ja. wir nehmen es uns einfach. aber es Das macht ist- ja ist kein, ganz klar, kein ne? Künstler wirklich komplett Nein, ich fahre jetzt da unterschiedlich. voll in die Achtel rein. Ja. Na, wunderbar. Markus Pristronik, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Mein absoluter Favorit, alles was das Wiener Lied ausmacht, auf den Punkt gebracht. Dankeschön, Markus. Jawohl. Oh, das sind die Achteln. Habe die Ehre. Habe die Ehre, Echt, Kinder. ja, danke euch, wunderbar. In alten Sünder, Johanna Duschlein kann ich nicht. Markus Pristonik schreibt schon, mit der Kontra gefällt es mir eindeutig besser. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, gut, ich meine, das war. Ist vor, aber natürlich, ich finde, ich bin halt aber auch wienerisch geprägt, dass es natürlich. Und noch dazu, wie du die Kontra spielst, also das ist... Ja, Gott. Also es gibt viele Kontra-Gitarristen, die meisten sind Kontra-Gitarrenbesitzer. Naja, weiß nicht. Es gibt welche, ja. Aber Viele. ich traue mich da nicht so ein Urteil Ich schon. bilden, weil ja natürlich.
weil man ja im Glashaus sitzt, nicht sozusagen. Ja, du nicht, aber ich, ne? Eben, darum kann sie ja sagen. Das ist, ich will das nicht, weil, aber es gibt schon welche, wo ich mich dann echt frage, für was hat der Konter getan, ne? Wenn er auf die Satten nicht spielt. Das ist halt das. Jo. Ich suche mein Gleichgewicht, Christoph Acker. So, warte mal, ne? Schon wieder? Snoop Dogg Lifestyle. Winchess 73. Was heißt 73? Fritz Stackus. Was meinst du mit Winchess 73? Gibt es ein Blatt oder irgendwas? Ist irgendwas? Winchess, gar der Blog noch hinter von Carla Vase. Das ist ja nicht Ja. mit Peanut gemeinsam oder sowas. Ja, aber die haben sie Kann nicht, das man- haben sie nicht Winchess genannt. Eher mit Zipflerwein, aber auch nicht wirklich. Bei Winchess habe ich eigentlich Aber- schon gehört. Ja, Winchess, den Begriff, ja, das ist schon ein paar Mal. Aber Fritz Stackus, bitte um Aufklärung. Bitte um große Ich Aufklärung. muss das Ja. noch aus dem Bild raus. Gehen wir aus dem Bild aus, ja, ja. Was suchst du denn jetzt da? Ja, Das Gleichgewicht oder was? nein. Sondern? Der alte Sünder. Der alte Sünder. Da, Das sag ich dir nicht. der alte Sünder. Sollen wir gleich schauen? Johanna Dunschl hat sich das gewünscht, da müssen wir dich sofort. Fritz Stackus, was? Den Westen, warte. Winchess 73. Den Westen. Der Steine 07 Bassisten sind immer lässiger als alle anderen. Ja. So eine Sache. Es ist Ja, die Bassisten sind durchaus leibende Leute. ja, mal gleich. Ich glaube, dass das da drin Ich glaube ist, nicht, oder? dass der da drin Glaubst ist. du nicht? Der alte Sünder? Oh ja. Ich glaube nicht. Wo soll denn sonst sein? Da war der Sünder da. Ist da? Na, ich hab's stehen. Beim Woden ist er nicht drin, das weiß ich, aber da. Warum aber- wohl nicht? Aber der alte Sünder, das ist ja Filmmusik. Ja. In welcher Tonart sind wir denn da beim alten Sünder? Da ist er. Ui, da ist ein S. Ich hab da schon mal Das ein ist gar D nicht so. drüber geschrieben. Früher mal, da war ich noch jung. Ob jetzt ein D oder ein S Ja, ist eigentlich völlig Ich mein wurscht. S. Aber das ist die Musik ist ja vom Hans Lang Hans Und- Lang, ja, ja. und das ist ja eine Filmmusik. Hans Lang war überhaupt ein großartiger Filmmusikkomponist eigentlich. Ja, Das war und das- unglaublich. Und das Lied, der alte Sünder, das gibt es ja auch so als richtig, als Lied gar nicht. Eigentlich. Weil das ist ja so eben in Film eingebettet, wo er dann so ihm pfeift und dann irgendwie. Ja, aber wir schauen mal, was wir zusammenbringen. Mehr als dass man daneben greifen kann, nicht passieren. Ich muss mal schauen, den Western-Film war Fritz Stackus, ich stehe noch immer auf der Schaufel. Ich stehe noch immer auf den Western. In Western-Film. Winchester 73, was? Winchester. Mit James Stewart. Naja, gut. Das ist so. Ich bin. So, wie probier das, Patrick. Bist du dabei? Siehst du um? Ich mache eine Einleitung, ja? Yes, ja. Aber, Fangen wir den Refrain an, oder? ich schau. Mit dem Pfeifen jetzt. Ja, so pfeifen gern die Öttern her, zeigt am Himmel sich der erste Stern. Jeder macht sich dann so schön, als er kann, aber dann geht es an. Der alte Sünder, der kennt sich aus, er schleicht als noch der Wirt still aus dem Haus. Er geht zum Wein und mit am Fein, er lädt sie ein, alle Lotter ein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt
bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, 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 bevor er geht. Es wird gesünder, er ging nach Haus. Jedoch ins Bett, da geht er nicht. Der alte Sünder kennt sich aus. Für der zweite Strophe. Was haben wir? Wie der Herr erst einmal graumeliert, hat das oft schon manche Frau verführt. Sieh mal, gibst die Mädel finden das gerade schön, aber es die Eltern Herren verstehen. Der alte Sünder, der kennt sich aus. Er schlägt, wenn's Nacht wird, steh aus dem Haus. Er geht zum Wein und Madel fein. Er lädt sie ein, alle Lotter ein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, bevor er geht dabei, was gesindert sie, er ging nach Haus. Jedoch ins Bett, da geht er nicht, der alte Sünder kennt sich aus. Na bitte? Das haben wir noch nie gespielt. In S-Tour schon gar nicht. Wir haben überhaupt noch nie gespielt. Das habe ich irgendwann einmal vor 20 Jahren schon reingeschrieben, D, wenn man gedacht habe, Essen, weiß nicht. Da muss ich lauter schwarze Tasten greifen. Ein Blindflug. Johanna, was sagst du, Johanna Duschel, was sagst du für die? Haben wir das? Da haben wir tadellos gemacht. Patrick, haben wir tadellos gemacht. Ist ja Wahnsinn. Der Trend geht zum Erachtel. Peter Richtinger, ja. Super. Schau, Johanna Duschel gefällt, alle anderen gefallen sich auch, glaube ich. Das kehren mir Achtel ja dann in die Schläge. Ja, Snoop Dogg ist ein ganz ein berühmtes Lied. Der Paul Hörwig hat das gesungen. Ich weiß nicht, ob das nicht der Film war, 7 Jahre Pech. Ich bin mir nicht sicher. Das ist die Reblaus her, ne? Der Rudolf von Corbesso Der wird weiß so das sofort wissen. Der weiß das sicher. Aber nicht weiß er wie ich, dass man schlägt einfach in Ja. Google oder Wikipedia, gibt man es ein, dann weiß man es. Genau. Nur nicht das liebe Weinen. Ja, danke schön. Der Franz eben schreibt gerade nicht schlecht für den Anfang, gell? Danke, Franz. Nicht schlecht von Anfang, ja. Ja, aber der war jetzt auch überrascht. Das ist gar nicht so. Weil ich habe das noch, wirklich, das ist sicher über 20 Jahre her. Weil ich mir das immer angeschaut und wow, das kann ich verstehe nicht. Weil da auch noch das vermindert drin, das weiß ich noch, das haben wir seitdem nie wieder angeschaut. Heute kommt mir das total leicht vor, aber damals war das auch eine Herausforderung, Ja. weil Verminderte drinnen sind und Moll-Sept-Akkorde, die eigentlich so nicht so reinpassen. Also Die war von her, einfachen aber, Dingen. Ja. Und darum haben wir das dann links liegen lassen. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Du Patrick, ich gehe einen Stock höher kurz. Ich habe das gesagt, und wir waren ein bisschen später dran. Jetzt habe ich natürlich vor der Sendung Geh einen Stock mich höher. nicht entsprechend Schon vorbereitet. dreiviertel 10 gleich. Die Zeit Ja. vergeht mit echt Leideln. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. So Unterhalt die Leute. Unterhalt die Leute. Müssen Jonglierbälle oder irgendwas? Nein, Oder wie die machst du brauche ich nicht. Da gehen Sie mal in den Spannen, so sich ganz einfach. Nur die Daniel Schlögel von Klaus, hast du schon das Wiener Alphabet geübt? Nein, das hat der Patrick so gemacht. Nein, das Wiener Alphabet. Ich brauche einen Text. Hast du den Text eigentlich vom Wiener Alphabet? Den muss ich mal schauen, ich habe den nämlich auch nicht. Ja, das fehlt mir schon. Text Na vom gut, Wiener das will Alphabet. uns schicken. Der Rudolf Corbesso hat den Text sicher da. Ich hab den, das Wiener Alphabet habe ich nicht. Ist eines der wenigen Lieder, Daniela, wo das ich nicht daheim habe. Ich habe sonst einige tausend Noten, Blätter, Lieder, also nicht nur Lieder, ich habe Stücke daheim, ca. 1000 Noten blau und nein, mehrere tausend. Daheim, aber das Wiener Alphabet habe ich nicht.
Das müssen wir eben mal oberhören. Unser Wiener Alphabet, das ist eine große Rarität. Aber das wird gemacht. Außer der Rudi, wenn es der Rudi hat, bitte schickst mir's, ja. Silvia Beach, liebe Grüße an alle. Ja, Silvia, servus. Bist du schon dahin oder was? Danke für den Abend. Silvia, danke für den Hut da. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Ah, der Rudolf Corbesso schreibt schon. Der Film hat wirklich der alte Sünderkassen. Ja, okay. Passt. Das war der alte Sünder, genau. Eine schöne Nummer eigentlich. Haben wir aber, naja, der Klaus hat schon erzählt, warum wir es nicht gespielt haben bis jetzt. Da. Ja, werden wir schauen. Werden wir ins Repertoire da aufnehmen vielleicht. Weil sonst haben wir von den Filmschlagern gar nicht so viel. Meistens nicht. Christoph fragt, ja, wenn der Posaunenspieler kommt, ist, na, wenn wir wirklich wieder, wenn der Klaus und ich uns treffen am Abend, ist das klar. Die 16er Buben dürfen gemeinsam ins Studio gehen. Mit dem Posaunenspieler, also mit dem Zonko, aber Zonko, falls du zuschaust, wir haben nicht vergessen, klar, nicht? Zonko kommt wieder als Posaunenspieler. Sobald wir dürfen, ich hoffe im April, können wir mal gemeinsam wieder was machen. Weil ich freue mich nämlich auch schon drauf wieder. Der Rudolf von Corbesso, Alphabet habe ich leider nicht, sind aber über 100 Ausdrücke dabei. Ja, ich weiß, das ist lang. So, wer hat das eigentlich geschrieben, das Wiener Alphabet? Ich bin der Deppert jetzt erst. Also Rudi, wenn du das auch noch weißt, bitte, dann schreib. Von wem das ist, ich weiß das jetzt nicht. Georg Scheuer hat sogar noch getoppt das Ganze, es sind sogar 120 Ausdrücke. Nicht, da habe ich was vor, glaube ich. Ich glaube, da habe ich mir gerade was eintreten. Naja, das Wiener Alphabet, ich glaube, da habe ich mir was eintreten. Das muss ich machen jetzt natürlich, ist eh klar. Ich hilf dir Ja, das muss man aufteilt singen, nämlich. Dann ist das Echt? wirklich leibend, ja. Ich tue nicht. So, ich bin wieder beim Strauch. Jawohl! Weil natürlich, nachdem wir jetzt schon vorausschauend gemacht haben, Vorausschauend gemacht haben, ja. weil das ganz am Anfang natürlich noch der Fritz Lanner geschrieben hat, kommt alles. Die Links kommen alles, oder haben wir einen Link? Haben wir einen Link? Nein, einen Link haben wir. Oder ein was hat er Internet-Link? gewusst? Das weiß ich nicht jetzt. Das habe ich ja nicht da. Das weiß ich nicht. Ich weiß Aber nicht, es was kommt, weißt du? es kommt Was noch, weißt es du? kommt noch. Die Noten von der Mama am Schoß habt ihr nicht im Studio? Aber ja, Christoph Acker. Können wir auch spielen, ist sicher, warum nicht? Warum nicht? Wann kommt der Posaunenspieler dazu? Habe ich schon alles beantwortet, was du Achso, noch. Du bist Entschuldigung, hinten noch. Entschuldigung, ja, naja, aber Sobald noch die. Oh, ist schon Entschuldigung, geredet, schon wieder, ist schon geredet. und was hast du gesagt, was hast du gesagt? Naja, er wird schon kommen im April vielleicht, wenn wir dürfen. Ne? Das ist alles schon beantwortet. Na dann. Ja. Snoop Dogg ist der da. Also, Paul Hörbiger. 301, ich muss sofort die Brille erheben, ganz hoch. Die Brille erhebst du ganz Ganz, nein, weil ich es gerade in der Hand habe. Das ist jetzt mal in Zeige. Für einen Hut 10 Euro vom 301. Danke, so Superchat. Aber ich danke dir schön jetzt einmal. Ich bin schon auf Wasser umgestiegen. Naja, ein Schluckel vom Strauch muss ich schon kosten. Mein Opa hat seinerseits so ein Weinglas mit Musik zur Geburtstag einer heurigen Gäste mitgehabt, weil er so ein Schlingel war, ja. Hat mein Opa auch gehabt. Mein Opa hat das auch gekriegt, allerdings nicht vom heurigen Gästen, sondern vom Kameradschutzbund. So, Ja. Was ein Römer? schön. Was hat denn das gespielt? Irgendein Marsch. Mein Großvater hat sowas Ja, auch der gehabt. jetzt Der Marsch hat oder das was? auch gehabt. Und das So ein hat Römer, ja. so einen Und- großen, da ist ein Viertel reingegangen. Ja. Das ist ein Da war es ja großer beim eines. Malen, was der mit dem Da waren sogar mit so- dem Kreuz, ne? so mit so zwei- einem Kameradschaftbund. Oder vielleicht sogar so Steine drauf, aufpickt, so Glassteine aufpickt. Ja, Hat das der ist- Großvater gehabt, ja. Weiß ich nicht, ja. So Aber was geschliffene Rode. Das unten aufziehen müssen, nicht? Und dann ist gut. Ah, mein Großvater hat gehabt, ja, der weiß gut. Ja, das ist Ich brauch keinen neuen Hut. Das war die. Ich sitz mein Alten auf, bevor er Das was auf. Ich glaube, der Oliver hat den sogar noch. Den Römer, mein Bruder. Entschuldigt mich, kleiner Schlag auf die Tasche. Du gehst da? Ich hab einen kleinen Schlagen vor. Aber ich glaube, du sagst, das ist ein Wahnsinn. Nehmen Sie Christoph Acker den Wein weg, das Kind trinkt. Na geh!
Harry Schneider-Fonte. Auf der Versis mit Gleichgewicht. Mit einem alten Sünder. Ja. Nein, mein Großvater hat das gehabt, das war vom Kameradschaftsbund, nicht? Weißt du, Und da war natürlich, das war natürlich kein Wienerlied, sondern das war ein Marsch. Aber eher bekannt, oder Kaiserjäger, oder Jägermarsch, irgend sowas. Kein Infanterie, genau. Thomas Bastlecke weiß das. Mein Bruder jetzt weiß das natürlich. Mit dem Uhrwerk. Hast du den leicht du, Tommy? Hast du den Römer? Nein. Weil es war natürlich, eine Zeit lang waren diese Weinrömer sehr en vogue. Aber ich hab nie gern aus denen getrunken. Wobei natürlich, man muss ehrlich gesagt dazu sagen, das muss man schön sehen. Das muss man eigentlich noch umstellen. Weil, so, jawohl. Weil, ich meine, im entsprechenden Umfeld passt es. Aber aus einem Römer, also wenn ich nicht weiß, was ich rede, das sind diese bauchigen Weingläser mit so einem grünen Stiel. Entweder ein schlanken oder so ein grünes Glas, ganz also wie ein Flaschenglas, nicht? Wie so von Doppler, das Glas. Und da hat man der Wein nie draus geschmeckt. Also mir hat aber nicht einmal, also ich überhaupt nicht gern draus getrunken. Also als Kind nicht, als Kracherl oder ein Saft oder was weiß ich, was ich gekriegt hätte. Der Römer hat mir immer gefallen, aber ich hätte da, nein, draus trinken, das war nie. Hoch- und Deutschmeister, wir sind vom K&K Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. In den 60ern waren sie modern, ja, Johanna Duschl, die waren absolut modern. Und in diese ganzen Filme so aus den 50er Jahren, da siehst du alle nur mit Römerglaseln, nicht, beim Hering. Und wenn es noch hochkommt beim Hering mit Weinheber, also mit Weinschenker eigentlich, nicht, wo man mit Glasel so aufgedruckt hat, das waren so schmiedeeiserne Gestell mit Weinlaub war da so geschmiedet und da war jetzt so ein Weinheber da reingesetzt und da war unten so ein Ventil mit so einem Stifter lassen und wenn man quasi mit dem Glasl, wenn das dann unten aufdruckt hat, dann ist der Wein rausgekommen. Und das war eine Zeit lang, das war lang vor meiner Zeit, also wie gesagt in den 50er Jahren war das modern und so hast du in jedem Film gehabt. Ganz lässig. Irgendwie ist eine schöne, ja, Nostalgie-Geschichte, aber eben tatsächlich daraus trinken, das war nie meins. Ja, der Thomas Bahn, ja, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, wahrscheinlich eh nicht. Terrassengläser, ja. Das war die robusteren, ne, was man draußen gehabt hat. Mein Opa hat die Glasal, die Musik spielen, was? Wenn man sie hebt, ja. Ja, aber das war so ein großer Römer. So ein großer Römer, grün unten. Ja. Das soll mehrere geben. Ja, das machen und bestellen sogar kennen. Ja, nein, das hat halt mein Großvater das gekriegt vom Kameradschaftsbund. Der Vater hat es gekriegt. Mein Großvater? Nein, der Großvater. Na, von der berühmten Runde, ne? Beim Eichschauen noch damals. Jawohl. So, warte, ich bin jetzt mein grüner Mittliner, bitte kurze Andacht und danke an den Strauch. Du bist Achso, du musst an, gell? Dann schenk dir ein. Ein Schluckerl, du bist schon vom Was Ernst. gesagt, ja, jetzt erinnere ich mich. Geil. Aber ich hab's vergessen, dass du gesagt hast, dass das Arschloch ist. Ich hätte einen eingeschenkt, natürlich, aber ich vergessen. Schon genug. Lass mal offen, da muss ich ein bisschen roten, das schaut ja nicht. Sollen wir ins in den Kühlschrank wieder stellen, oder? Da war es ein Kühl. Ja, das ist aber, wenn er mal warm ist, ist es spät. Der Fritz hat ein Foto gesendet, da muss ich viel schauen. Der Herr Stadtkuss hat Ja. ein Foto gesendet, na wunderbar. Ob das nicht sogar. Jawohl, na ja, gut. Das ist natürlich ein Bild. So. Das ist natürlich ein Bild. Ah, Wöld oder der gemeint von uns? Nein. Das ist, Vom Römer vielleicht sogar. das ist wild. Das ist wild. Das habt's gleich am Bildschirm. Das habt's gleich nicht. Der Straßen sagt, in die 70er hat mein Opa als Souvenirs an Weihviertel mitgenommen in die Steiermark mit Weinschenker. Ja, das ist dieser Ja. Weinschenker, ja. Also ich muss das im Kühlschrank stellen. Wahnsinn. Stell mir in den Kühlschrank. Stell mir in den Kühlschrank, aber ranzt dann nicht, was du immer aufstehen musst, den holen. Macht nichts, ich bin Sportler. Ja. Ja, Athlet. Tut er nicht weh. So, wo ist es jetzt da? Gesendet steht. Gesendet, da ist er. So schaut's her. Das ist der Römer vom Fritzl. Bin schon wieder da. Was steht da drauf? Adam Müller, oder was? Also ich kann das noch nicht vergrößern gescheit.
Adelmüller vielleicht. Adelmüller ist gut, aber ich kann es Adelmüller war gut, ja. Da kann ich es ja vergrößern. Goldrein Adam Müller, Weingut, Weinkellerei, Adam Müller, ja. aus dem Weihviertel oder was? Nein, Hab ich schon geglaubt. War das nicht der sich aufgehängt hat, oder was? Irgendwann hat es ja gegeben da mal im Weihviertel. Adam Müller. Du sagst, da hat es auch gegeben im Weihviertel, das ich aufgehe. Im Weihviertel haben sie viel aufgehängt. Nein, im Zuge des Glykolskandals. Ach so. Ein ganz große. Da haben sie noch mehr aufgehängt. Der hat jetzt hieß, dass da in meiner Gegend daheim die Elisabeth Kind, die Familie jetzt. Goldrand, Tragödie war das aber. Spülmaschinen ungeeignet, das kannst du laut sagen, da hätte es alles runtergehauen. Grandios. Jetzt auch die roten Glasstandeln runtergehauen, was da drauf. Ja. Da war so eine Traube, die war in so roten, geschliffenen Glassteinen, war so eine Traube geformt. Drauf beim Opa. Ja. Ich glaube, der Oliver hat das noch. Oder Nein. zerschellt er das einmal auf der Bude oder was weiß ich. Nein, bei dem von meinem Freund war das, von meinem Opa war das so Glas bemalt. Ah, bemalt, ja, So du hast bemalt. So mit Bauern, wie Bauern, also Glasmalerei. Glasmalerei. Glasmalerei, ja. Ja. War total lustig. Die meisten kennen die grün eingefärbten Gläser nur noch von McDonalds Sammelaktionen zu Weihnachten. Zu jedem Menü gratis Cola-Glasl mit Farbe der Wahl. Alter Fuchs, Snoop Dogg Doggy Style, die Meldung zum heutigen Tag. Die Meldung zum heutigen Tag. Fritz Statko sagt, nee, in Leimen bei Heidelberg ist der daheim. Heidelberg, du, na wunderbar. Alt Ja. Heidelberg, du Freine, du Stadt am noch nie Heidelberg. Ehrenreich. Ja, nicht, ich wollte. Ich wollte das in meiner Jugendzeit. Aber ich möchte es, ich habe immer gesagt. Wir wollten gemeinsam einmal so gut dorthin. Ja, Ja. aber ich möchte, also ich habe diese Neckarrhein, so die Mosel. diese gegen Mosel, ja, das Eckerl, hätte ich mir wahnsinnig gern, oder wäre ich mir irgendwann noch eine ziehen und da habe ich mir mal gedacht, eben, vielleicht war das nicht sogar was mit Motorrad, ne? Einmal. Ja. Da habe ich also das habe ich mir gedacht, vor Corona, haben wir da das schon mal so angesprochen, das hätte mir wahnsinnig ratzen. Aha, wäre schön, aber momentan nicht machbar. Ja, Silvia Beach verabschiedet sie, na, da spielen wir noch ein Lidl. Ein Lidl hätte es auch gern zum gehört, bevor es in die Heier geht. Oder zum 60er mit Musik. Was? Straßenhans. Zum 60er mit Musik? So ein Glasl. Da hat es auch mit Geburtstag drauf, 60, 70, 80. Ich glaube, das meinst du. Der Straßenhans, glaube das meint er. Schau mal auf. Ist er so. Ich habe da auch, ich glaube, die werden noch Schläge mitnehmen jetzt da. Die Römer? Die Henkelglaseln, Unsere zwei, oder was? ja, vom 94er Jahr. Die hole ich dann her, ich glaube, die sind da. Nur da trinken wir jetzt immer einen puren Wein Ja. und in der Glase auch. Aber da trinkt man eher. Ja, wenn wir einen Winzer Dauertester haben, wir könnten das Wasser, was die Glaseln trinken, fast. Das ist fast entehrend. Ja, aber das will ich auch nicht so. Was die über und erlebt haben. Vor allem überlebt haben. Umzüge. Ich sag's euch dann. Unglaublich. Ich suche ein Gleichgewicht, ne? Weil der Acker das endlich auch Ruhe gibt. Das ist ein Donut, ist das Cäsar, ne? Ich geh gemütlich an, da steckt man wie am Damm. Ja, aber jetzt da hab ich geflucht, was am Besoffen auf der Gasse sucht. Und der Lackel bläht, was suchen sie auf der Erd? Da hab ich diese Grobe erklärt. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das spiere ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Lied dabei. Fangt er dann wieder an, die umeinander Krölerei. Na, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lerne gehen. Die wollen auf die Knie da rutschen, wie ein Baby die Krawatten lutscht. Da schreit der alte Mann, so laut als er nur kann. Jetzt zieht die Leute schon, der Hund wird Menschen an. Aber ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere. Weil anders find ich's nicht, nein, das spüre ich.
ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade um und um, da ist wie ein Hund. Ich such mir gleich nicht, das brauch ich wieder. Sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich einen Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Am Schluss müssen wir überlegen, wann man aufhören wird. Ja, dann losgemacht. Ich muss sofort auch bitte meinen Finger wieder erheben. Christoph Acker, danke, 5 Euro, Superchat. Danke vielmals, danke schön. Sehr zum Wohle, Christoph, danke. Sehr zum Wohle. Ehrlich. Ja, das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht. Was ist jetzt, machen wir die Mama? Mama ist die Mama? Auf der Schoß? Ja, Ja. warum nicht? Ja, selbstverständlich. Bin ich da dafür? Kann ich nicht auswendig. Ich kann es nicht auswendig. Das ist halt das, ich bin sowas von probenfaul. Und jetzt kann ich sagen, halt, das ist jetzt in der Corona-Zeit, aber das stimmt nicht. Aber Ich war immer probenfaul. mich juckt es jetzt bereits wieder. Nach einer Woche Pause tut noch gut da, die war leider. Ja, Ich hab viel in der Pipeline liegen, was ich mir anschauen muss. ich hab keine Pipeline, ich hab eine Bohrinsel mit Sachen, was ich mir anschauen muss. Das aber Ganz doch gut. geht mit einer Woche Pause, geht es dann. Das ist, du, na, wie sind wir jetzt verblieben mit dem Alphabet? Gibt es einen Text? Hat der Rudi einen Text? Nein, es hat keiner einen Text. Also hat keinen Text, den muss man uns aber holen. Ich glaub, nein, irgendwo findet man Na, hat er, Rudi Korbe ist da. Aber Hat's jetzt gefunden. schreibt er gerade. Das Wiener Alphabet, Marzig, Österreich. Was, die Trude Marzig hat das Das ist geschrieben? ein Marzig Nummer, sogar das Wiener Alphabet. Richard Super. Österreicher geschrieben? Ja, dann muss ich das unbedingt. Ich zieh mir das eine. Hallo Onkel Klause. Katharina Steurer oder wahrscheinlich die Sophie. Wahrscheinlich die Sophie, meine Nächte, Nichten, Großnichten. Grüß euch Gott. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das ist, muss jetzt wirklich, das muss ich wirklich schauen. Weil ich habe ja so viele Bücher, wahrscheinlich fast alle, von der Mama noch, nicht? Die Trude Matzig Bücher. Und da sind ja super Sachen drin. Und jetzt haben wir gedacht, ob ich nicht so eine YouTube-Serie beginne, wo ich nicht ein paar Sachen lese. Ja, warum Oder nicht? Vortrag, Das ist eine super Idee. Was, das Vortrage da, ein bisschen, Na, wir haben schon vor, kannst du dich erinnern, wie wir vorgetragen haben, die Haben wir? Lieder mit Liedertexte. ja, stimmt. Das haben wir dann wieder aus den Augen verloren. Ja. Das hat mich einigen doch Spaß gemacht. Auch von Ja, ich glaube am meisten uns eigentlich nur. Nein, aber so Gedichte und Geschichten, weil ich habe da irrsinnig viel Literatur, und Trude Matzig habe ich viel, und jetzt überlege ich es wie ein Alphabet, aber das stimmt, das ist in einem drinnen. War nicht in der Kugelkredenz, in irgendeinem anderen. Jetzt beim Durchblättern erst. Mit Noten auch? Nein, Das ist nur leicht. der Text für ihr. Das ist leicht. Das ist ihr Ding, nicht? Und das ist dann halt vertont worden, nicht? So wie auch das Iwerblatt ist ja auch. Iwerblatt, ist auch ja, drin, genau. Ja. Also gut, Kopfverlag hat. Bin mal dahin, schönen Abend noch, Christoph Vorwart. Vierte gut, schön, dass du dabei warst. Guten Und dann Abend. wieder. Jawohl, na schau, das richtig da rot, dass die Sophie da ist. Die Sophie. Jawohl. Jawohl, der Horvath war dabei. Das ist kein Wiener Lied, das ist ein Wiener Chanson. Aber das habe ich, der Text ist von der Willst du Monika das Kuri und den habe ich damals vertont. Einfach nur. Kopfverlag kalt, Knie auf die Schultern und die Finger zwickt. Und auf geschiefte Wunden ob Skiverreizung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß
es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündern was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama geht alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da will tun. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Der Rutger reißt so seine Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Kleiner Rutsch und gerade am Schluss, was am meisten gehört hat. Danke vielmals. Ich glaube, es gefällt euch. Bei Frauen nenne ich manchmal so. Sollte eine versteckte anzügliche Bemerkung sein. Also, ich komme schon wieder nicht mit. Bin schon wieder hinten nach. Toller, schöner Text. Danke, Silvia Pitsch. Das Lob geht an die Monika Kuri. Ja, die absolut. Diesen Text geschrieben hat. Und Jetzt noch nachschauen bei sonst was. ist einfach eine herrliche Nummer. Danke euch dafür, Christoph Acker. Bitte gerne, Dankeschön. Jana Duschel geht unter die Haut. Vielen Dank für das Lied, Silvia Pitsch, danke schön. Wahnsinn, Landtagsstromer, wundervoll. Schön, Monika Neumann. Jota sagt wundervoll. Unfassbar schönes Lied, Michael Ahammer. Ich danke euch schön. Ich habe das nicht so auf dem Radar gehabt, das war eine Füllnummer. Ich sag's, also Wir haben das öfters gespielt, wo im Hintergrund, haben wir wo gespielt, oft eigentlich gespielt, aber immer so. Nicht so. Wir haben das eigentlich so als Füllnummer. Ja, nein, wir haben auf der CD so uns Lieder gefällt. 2, 3 Lieder haben wir gefällt. Oder eins, weiß ich nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, Herrst, ist ja wurscht. Das habe ich auch vertont. Aber ich habe es eigentlich nicht weiter am Radar gehabt, weil es eigentlich kein Wiener Lied war. Und für das im Hintergrund haben wir so gespielt. Ja, Veranstaltungen. ja, so. Aber so wirklich. Also man rückt das in den Vordergrund oder was? Nein. Ja. Schau, Pipe in den Augen, Karin Albertine kriegt auch nichts. Snoop Dogg ist sensationell schön. Hat mir irre gut gefallen, Silvia Pitsch. Ich glaube nicht, jetzt da schon zu viel erinnern. Soll ich aufmachen, oder was? Nein, ich denke mir noch. Aber ja, siehst du was, ist der Raphael Ilmer noch da? Raphael, schaust du noch zu? Sie habe ich ganz vergessen jetzt daher. Das ist ein Wahnsinn. Frau Lauter. Wieso, was hast du denn vergessen? Naja, du pass auf, welches Frankenlied haben wir auf der
auf der Vorstadt Plus plotten. Das ist gar nicht so ein typisches Wiener Lied, oder? Michael Hammer. Ja, genau. Ne? Deswegen habe ich es eigentlich auch nicht so wirklich gespielt. Frauenkäferl, Fliegen nach Mariabrunn haben wir drauf. Ich glaube auch, aber der Raphael hat mir weil er gesagt, das taugt ihm voll. Und dann am Grabe seiner Eltern steht ein junger Mann und weint. Und das ist aber, genau, Fliegen nach Mariabrunn. Gar nicht das Alte. Frauenkäferl, Frauenkäferl, Fliegen nach Mariabrunn. Das haben wir drauf. Schöne Nummer. Das spielen wir. Das passt jetzt so drauf. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Der Raphael Ehrmeier hat das beim Kakao mit Glas. Das ist eine Volksweise, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Das ist auch Volksweise. Glaube ich schon, ja. Sachen gibt's. Ich glaube schon, ja. Die Sachen gibt's. Aber das Frauenkäfer fliegt nach Mariabrunn. Die spielen wir. Willst du jetzt da? Ist er noch nicht? Ist er noch da? Raphael, bist du da? Raphael, bist du da? Und da haben wir gedacht, nein, das spielen wir. Monika Neumeier sagt auch, mein bitte Frauenkäfer. Ja, das Frauenkäfer fliegt nach Mariabrunn. Und dann gibt es ja nur ein ganz altes auch noch. Ne? Genau. Das Favoriten-Frauenkäfer, Frauenkäfer, ja. Aber eigentlich das Bekanntere, wenn man in Wien sagt Frauenkäfer, meinen die meisten, das nämlich fliegt nach Mariabrunn, das haben wir als kleine Kinder schon gelernt. Ja, stimmt. Naja, gut. Dazu haben wir Mariabrunn nicht weit weg, wo wir aufgewachsen sind eigentlich. Am 14. gleich ist die Kirche Mariabrunn. Und das ist wirklich die Mariabrunn gemacht. Ja, das ist ja so. Na gut, in C, ne, ist das. In F. In F. Stehen zwei Schulbuben auf der Gosse, singen Frauenkäfer fliehen. So der eine zu dem anderen, du das Käfer müssen wir kriegen. Wir fangen nochmal von vorne an. Ich habe da voll Gatsch gegriffen. Okay. Unter meiner Würde. Es gehen zwei Schulbuben auf der Straße, singen Frauenkäfer fliegen. Ja. Ja, unbedingt. Von vorne. Okay. Jetzt ist schön. Gehen zwei Schulbuben auf der Straße, singen Frauenkäfer fliehen. Sagt der eine zu dem anderen, du das Käferl müssen wir kriegen. Plötzlich los der eine gefangen, auf sein Finger grobes rum. Da sagt der andere, du das Käferl, schick mir nach Mariabrunn. Frauenkäfer, flieg nach Mariabrunn und bring uns ein schönes wieder und ein recht schönes Song. Frauenkäfer, flieg nach Mariabrunn und bring uns ein schönes wieder und ein recht schönes Song. Am Grabe seiner Eltern, da steht ein junger Mann und weint. Könnt ich sie noch einmal sehen, die so gut mit mir gemeint. Plötzlich fliegt der Frauenkäfer übers Elterngrab dahin und mit Tränen in den Augen schaut der Mann zum Käferl hin. Frauenkäfer, flieg in Himmel auf und wecke mir dort meine lieben guten Eltern wieder auf. Frauenkäfer, flieg in Himmel auf und wecke mir dort meine lieben guten Eltern wieder auf.
ewig nicht gespielt. Ewig nicht gespielt, ja. Die Also gut, ganze ja. Nummer. Viele Nummern haben wir ewig nicht Jetzt gespielt. da nicht durch, weil wir kommen ja nicht dazu. Oben auch, ne? Aber schau, mir kriegen sogar Frankie von geschickt. Schaut zumindest so aus. Jota Daniela Stögel. Jawohl. Gefällt an jeden Scheibe, zumindest die kommentieren. Der Ario Angelo sagt, ich traue mich gar nicht mehr rauchen gehen, wenn die wieder eine Nummer spielen. Grandios. Grandios. So machen es die echten Profis. Wie es noch Dog-Doggy-Style. Aufhören und neu auffangen. Ja, sicher. Ja, furchtbar ist das. Das ist der Facker. Na schau, Silvia Beach sagt auch. Ihr macht mir jetzt urglücklich. So schön. Das gefreut uns natürlich besonders, weil das ist ja mitunter der Plan. Ne? Genau so ist es, ja. Ja, Schau doch auf die Uhr. Willst du Schluss Es machen? ist oder? schon spät. Ja, Schluss Ja, machen. Schon langsam, ja. 4 Uhr, ja. Ja. Gute Zeit. Oder? Ja. Was haben wir denn? Warte mal, sehe ich das? Was haben wir denn? 1 Stunde 56. Sind wir jetzt online? Sind wir live? Sind wir live? Dabei? Dabei. Ja. Der Hinweis vielleicht nochmal auf den virtuellen Hut, da unten steht ist kein Fehler. Der Hinweis meine, und wenn es was reinhaut, noch weniger. Danke. Würden uns sehr freuen. Dankeschön für euren Support, wie man da in unserem Metier jetzt sagt. Weil natürlich, wir können, werden sie das länger nicht spielen, so wie es ausschaut. Wir werden länger spielen. Weil das ist die Öffnungszeiten vielleicht dann ab Mitte April ist gut, aber bis 20 Uhr wahrscheinlich und solche Ideen. Achso, ich habe das gar nicht gehört. Das ist, Ich hab gar nicht das ist alles, also ja. Ja. In Vorarlberg dürfen wir die wird das jetzt heute aufsperren. Ja, komplett so richtig oder nur? Bis Oder 20 dann- Uhr Ja, am Abend. okay. Und du darfst auch nur reingehen, wenn alle, du brauchst dann einen negativen Corona-Test, einen aktuellen, und mit FFP2-Maske darfst du nur zum Essen abnehmen dort. Da muss So das wieder, sagt man, da muss das das ist wieder Scheiße. aushaben, der Scheiße drauf, der Ganz gebaut ehrlich. geht, das kommt da kein Ich sage es so, wie es ist. Ja, abgesehen davon, brauche ich gar nicht spielen gehen, da konnte wirklich keiner. Aber da gangen die ja selber nicht. Das interessiert mich nicht. Es wird immer- Und das meiste ist das Ding, um 20 Uhr ist Sperrstunde. Ja, Um ja. 20 Uhr wird dann der Virus auf einmal böse wahrscheinlich. Ja. Na wurscht, lassen wir das Thema. Also es ist, ja. Aber ich sehe schon, Biesenberg und Skyline müssen wir noch spielen. Skyline auch, ja. Ja, Schön. nein, da wird gewünscht, das ist ein Wahnsinn. Lass mich doch einmal verschnaufen, Kinder, ihr wollt bei mich her. Normalerweise Ja. muss ich jetzt in Krankenhaus. Normal ist er eine Woche K.O., oder? Sprich von mir, nämlich ich kenne das beim Ikea. Dabei wollte ich wollte nur Das einen ist Kosten, ich furchtbar. wollte nur einen Kosten. Ja, das ist nicht immer so leicht, ja. Ja. Aber so gibt es schon meinen Mund vor allem in meine Klause raus. Und mein Bruder jetzt, ne, den treffe ich bei meinen Eltern gleich. Ist das, muss ich da Veranstaltung anmelden? Nein, wurscht. Ja, weiß ich nicht. Kann ich sein. Und dann nämlich, dann fahren wir nämlich zu mir auf und da kriegt er nämlich von mir ein paar Kasseln und er hilft mir den Kosten aufbauen. Und dann muss er sich wieder meinem Studiotisch widmen. Das wird aber sehr leibend. Es hat sich verzögert jetzt, die Fertigstellung meines Studiotisches, weil wir haben immer mehr Ideen. Und ja, Das Ist wird ja so. kein Studiotisch, das wird ein Studio werden. das wird wieder der Studio. Nein. Ja. Aber das ist so, das wird echt leibend. Und das ist halt schon, dass das schön wird. Du musst es halt beißen, du kennst es eh nicht. Du musst lackieren, schleifen, dass es ein bisschen was wird. Und immer macht man eine Brandmalerei auch noch eine. Ne? Also da geht was weiter und das dauert. Jetzt kriege ich neue Schienen, habe jetzt neue Auszugsschienen, habe jetzt auch. Was schon wurscht war. Ja, das ist schon wurscht. Nein, wirklich. Ja, weil der falschen Platz sparen. Ah, die Fußballherzen geht schon langsam. Na schau, das wird schon Jetzt wohl. haben wir heimfahren. Also ich. Im virtuellen Hut wird schon klingen, sagt der Straßenhans. Das ist natürlich Dankeschön, geil. danke. Danke ja, vielmals. ganz, ganz nett. Ja. Der Voodoo Huber gefällt mir natürlich auch ganz grandios. Super Name. Servus in der Runde. Servus Voodoo Huber. Das war auch was, ha? Voodoo Huber, die großen 10. Eine Welt. Das war eine Weltgeschichte. Mit Udo Huber ja herrlichste Gaude gehabt. Herrlichste Achteln vernichtet, ja. Ja, Unter ja. anderem ein Chick nach der anderen geraucht. Ich nicht.
Ich schon. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht geraucht. Wir sind in der Küche gestanden draußen. Ja, weil halt, was soll ja auch drin sitzen, nicht? Wenn alle draußen stehen. Ne? Und ja, und das war aber sehr lustig. War sehr, und absolut. das war, also ich bin ja absolut kein Fußballer in keinster Weise. Null, gar nicht. Es interessiert mich nicht. Mich interessiert Fußball. Mich interessiert Fußball so viel wie ein Heuschrecken, weiß ich nicht, das tektonische Gefüge der Gegeneinanderwirkung von Kraft und Last in einem chinesischen subatomaren Labor. Aber wann es irgendwie einen leichten Anflug gegeben hätte, wo ich sage, das ist schon wieder lustig, dann war es die Wiener und natürlich der Wiener Sportclub, wo ja der Udo Huber der Präsident, glaube ich, ist, oder also irgendeine obere Funktion Ja, genau. oder dort gehabt. Nein, Und der Wiener Sportclub ist ja bei uns da gewesen, also eher bei mir da im 17. unten, ne? Der Platz, die Friedhofstribüne und so. Ne? Also es war schon, es ist eine lustige Nichts Truppe. gegen ein FCJ Alt-Otterkring. Wobei, da steht noch weit drüber die Weiße Öf. Die gibt es schon lange nicht mehr. Ja. Aber die Weiße Öf in Otterkring war nicht am Haus. Gleich beim Mistplatz. Dann hast du bei mir, wo in meiner Nähe, wo ich aufgewachsen bin, ich bin schon Richtung 14. an der Grenze Ja, aufgewachsen, ja. in Slowanplatz. Okay, der SK Slovan. Das Slovan, den war kenne ich gar nicht. Der SK Der Slovan ist in der Stabhochstraße. Den gibt es noch immer. Wirklich, oder? Der SK Slovan, ja. das leichte. Slovan und die Red Stars. Der Redst aber, das war die Red Weiße Stars Öf vorher. waren die Weiße Öf, auf der anderen Das war Seite von der vor dem- Kendlerstraße unten. Und also in meiner Nähe Watt 16 natürlich. War Ne? 16, ja. Aber Weiße Öf, weiß ich, weil da als Kind, nicht, habe ich mir gedacht, wenn ich größer bin, Postsport. wäre ich Fußballspieler. Post Wien, gut, das war die Handballer eigentlich. So, nein, die kenne ich nicht. Aber die Weiße Öf, also das war dann später die Red Star. Red Star, ja genau. Und Aber- der Slowanplatz war das Ding. Slovan, sagt man Der gar nichts. Slowanplatz, ja. In Da gibt's der, noch in der Vorteile. Stabrockstraße. Aber Wie gesagt, ich habe mit Fußball Nüsse zu tun. Man kriegt es halt mit, wenn du in Wien bist. Aber das eben, was so rapid aus, das hat mich überhaupt nicht einmal im Ansatz interessiert. Aber so Wiener und Sportclub, das war so irgendwie, das war so das Niveau, was leibend war, weißt? Da haben die Spieler und das Publikum selber ungefähr sich die Waage gehalten im Weinkonsum. Nein, es war gar nicht. Es war irgendwie gar nicht. Also das war irgendwie lustig. Und was mir dann auch gefallen hat, nur, wie gesagt, ich habe dann für sowas einfach mir die Zeit nicht genommen, weil es mich nicht interessiert. American Football, Vienna Vikings, das hat mir taugt. Das war wirklich leibend, weil da war ich eingeladen. Man ist also richtig schön im VIP-Bereich. Ja. Da redet wer. Ja, und was Also soll das ich ist von machen? draußen. Ich hab mir gedacht, da ist irgendwas eingeschaut. Was soll man da retten? Was soll Was- ich machen? was Ja, da rettet ja wer! Wer rettet da? Ich glaub, da ist irgendwas, was nicht eingeschalten sein sollte. Ich höre hier Stimmen. Der macht mich fertig manchmal. Der macht mich fertig. Da gar rettet nicht. er, da rettet er. Ich höre hier Ja, was. was soll ich sagen? Jetzt auf zum Reden. Das atmet schon schlimm genug. Ja. Na, aber auf jeden Fall, diese Vikings, das war dann auf der Hohen Warte am Nachmittag, am Sonntag, und die haben gespielt, das eine Match, wo ich dabei war, Jahre her, und da war ich eingeladen. Da war da nicht der Bruder mit, da war ich mit deinem Bruder. Das weiß ich gar Ja, nicht. freilich, da Der habe ich Oli alle Wittler. mitgehabt. Da habe ich 2 Karten gekriegt, 2 VIP-Karten. Und wir sind dort hin. Sonst waren sie ja nie hingefahren. Das ja nicht. Das ist Nein, aber das war total leibend. Das war echt so, die haben gespielt gegen Russen, gegen Lokomotiv Moskau. Da haben wir gemerkt. Und das leibende Wort, Lokomotiv Moskau, weiß nicht, heillos verloren, heillos. Also weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas wie 30:2 oder so in die Richtung. Ja. Und das leibende immer, wenn die Vikings einen Touchdown gelandet haben, dann ist immer von einem Platz auf die andere Seite ein Harley durchgefahren. Ist die Harley da gefahren. Und immer, wenn es da vorbeigefahren ist, ich habe die Welle gemacht, das Ding. Und dann ist der Elefant gekommen. Das ist das Maskottchen von den Vikings. Und der, weiß ich auch, noch einen Elefant-Dance machen müssen. Das war so eine eigene Choreografie. Der Aktstudel. Aber das war ein Familienfest. Das, ist das, eigentlich. war ja, Ist da bis war nach ja, wie vor bei den das Vikings ist so. ja das. Das hat mir ja so taugt, nicht wie beim Fußball, wo du, weiß nicht, ich meine, ja, in der niederen Klasse auch, aber so bei einem Rapidmensch, wo du irgendwo, wo du, weiß nicht, um dein Leben fürchten musst, oder wo du denkst, wir bringen meine Kinder wieder gesund heim, von dem Wahnsinn dann Alkohol und was auch sie was, na tut nur leibend,
Und das nachher auch ums Aufbaut, so ein Zelt, ums Grüt und was auch immer, das war ein Familienfestel. Ne? Aber das Leibendste für mich war echt, wie die Moskauer, vernichtet geschlagen. Die Vikings gingen vom Feld, Applaus, war super, alles leibend. Und der Blattsprecher sagt, jetzt verabschieden wir uns noch von unseren Gästen, die Freunde aus Moskau, Lokomotiv Moskau. Und bis der Deppert, das war fast mehr Applaus als für die Vikings, so gefühlsmäßig. Die Leute sind aufgesprungen und gejubelt, haben passt. Ich meine, das waren alles Vikings-Fans noch auch nicht, aber die haben das so aufgefangen und die sind so vom Feld gegangen mit Helmen, waren komplett hin, sind da rum und das Publikum hat so passt und so gejubelt und so angeheizt und so Moskau, dass die wieder raus haben müssen aufs Feld und da war yeah, das war eine irre Stimmung und du hast gesehen, wie die, was jetzt gerade geschlagen worden sind, wieder ein Lächeln aufgesetzt haben und wieder eingegangen sind. Das ist Sport. Ja, genau, das finde ich auch. Ja. Aber das scheiß genau, Fußball mit Schiri, wie es wo der Auto steht oder was die alle für den Arsch. Nein, mit dem kann ich mich nicht anfreunden. Das ist nicht und vor allem, da fliegt einer in der eigenen Mannschaft, wurscht, warum er fliegt. Das erste ist, alle reißen die Hände hoch. Ja, gut, das ist das gibt's ja nicht. Du hast ja gar nichts gesehen, du warst ja 30 Meter weg. Ne? Das gefällt mir nicht. Pass auf. Das gefällt mir nicht. Das hat mir schon als Kind nicht gefallen beim Fußball. Ja, nein, das ist. Ja, die Grazer Giants, ja, die gibt es auch. Ja, aber wie gesagt, ich bin da jetzt gar nicht so. Mein Vater war Fußballspieler. Ne? Ja, nein, ich habe das nicht. In seiner Jugendzeit. Ja. Ich war immer Tschecherant, deswegen habe ich das mitgekriegt, weil die anderen Tschecheranten alle Fußballer waren. Nein, das war herrlich. Na, Wahnsinn. Da ist ja der Andreas Christener war dabei beim Udo Huber in Graz. Der Falco Cini live präsentiert. Na Wahnsinn. Falco rauchte während der Aufzeichnung des Liedes Drei Chic. War ein Erlebnis. Das kann ich mir vorstellen. Jawohl. Du, Thomas Bastlecke am Solo-Bar-Platz. Am Slowanplatz wahrscheinlich. Habe ich mir mal ein Cup-Match gegen Rapid angeschaut. Der Platz war Substandard vom Feinsten. Da gibt es nicht, da gibt es bis heute eine Holzbaracken quasi, die Kabinen, das war's. Keine überdachte Tribüne, nichts, ein paar Banken quasi ja, so. Na klar, ich meine, das ist mir klar. Aber wie gesagt, mir sagt da wirklich nichts. Vielleicht aber, na, ist es der bei der Späterbrücken dort, der Platz? Das ist der Redstar-Platz. Also, das ist der. Der Slowanplatz ist, wenn man von meinen... Beim Merkur dort, Nein, der in der Kendl, in der Steinbruchstraße. Das ist dort, wo meine Eltern daheim sind, diese Straße. Ja, aber dort ist ein Fußballplatz. Ja, wenn man Richtung Kendlerstraße geht, von der Maroltingergasse Richtung Kendlerstraße geht, wo die U3-Station ist, der obere Eingang. Ja, genau. Da geht man am Fußballplatz vorbei. Ich glaub, das ist der Redstar-Platz. Nein, der ist gleich dort auch in der Nähe, auf der anderen Seite, in der Kendlerstraße. Aber der Slowanplatz ist in der Starbruchstraße. Ich verstehe. Also ca. 150 Meter Luftlinie von meinen Eltern. Ja. Beim Fleminghof. Dort, vis-à-vis quasi. Ich verstehe. Naja, gut, das ist der Slowanplatz. Ja, der Christoph Facker, ja, das ist ja ein Salzburger, Austria-Salzburg-Fan. Der Christoph Facker, ja. Ja. Football ist Schach mit Kühlschränken. Ja, mit das aber ein Tag, ich meine, ich habe mich da nicht so gut auskennt, aber einfach, dass das so ein leibendes Ding war, das hat mir schon taugt. Das war echt lässig. So, bitte hinten hoch. Der Wahnsinn. Ja. Vor 30 Jahren wurden mein jüngerer Bruder und ich von Football Club Heidelberg angesprochen, ob wir nicht mitmachen. Fritz Starkus. Und? Dann haben wir ihm auch gefragt, das sind Vikings damals, wie ich in der Schule war, weil in meiner Klasse waren 2 Spieler, in der Schule waren ein Haufen Spieler. Und die haben es natürlich auch gefragt gehabt. Und mich hätte schon interessiert, ich war noch zu dem Zeitpunkt, 14, 15, 16, in der Größenordnung, eher 14, also dort ist angefangen. Und es war aber so, weil ich war damals schon ein Kastel, nicht? Also kann mich erinnern, in die Defense hätten sie mich, also wir haben wirklich gesagt, ja, nein, war leibend.
Und wenn man gedacht, bist deppert, da musst du ja rennen, Alter. Und dann haben wir angezogen, einmal so diese Dresser, also die Schützer. Da bist du deppert auf das Scheiße, das interessiert mich Nüsse. Ich kriege keine Luft. Da bin ich aber gestanden. Und man dachte, wenn man jetzt einer anrennt, da kollabiere ich. Das ist ganz vergessen. Nein, aber damals war ich auf dem Standpunkt des Sport. Ich war sehr sportlich zu dem Zeitpunkt, allerdings habe ich einen Kampfsport gemacht. Ne? Das war Karate, war also zu dem Zeitpunkt aktuell. Und ich war halt irgendwie so auf dem Standpunkt, dass jeder Sport eine sinnlose Zeitvergeudung ist. Wenn es nicht zum Beispiel Kampfsport, ich meine, da lernst du gleichzeitig was. Nicht? Aber nur spielen und so ein Eierlaberl nachhappen. Weil damals waren sie noch auf der Schmötz, die Vikings. Ja, Das genau. war Genau. Und also mir haben sie auch gefragt, aber wie gesagt, ich habe dann gesagt, nein. Und dann später war Rugby. Das Monik Manfred war beim Rugby. Und zwar, wir haben die genau. Blue Danube irgendwas und dann nachher haben sie geheißen Petronell irgendwie, oder Petrona irgendwas. Einen ganz komischen Namen, nach einem Sponsor halt war das. War ganz komisch. War Petronas ist der Sponsor gewesen. Petronas, ja, das Petronas. Ja, klar. Ja, ganz ein komischer Ding. Ja. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Bruder, jetzt ist dahin, vierte gut, bis morgen. Aber bitte berühmte Leute kennen wir heißt. So? Der Fußballtrainer, also Fußballspieler, Stari, Ja klar, Ja, klar, mit dem bin ich nicht schuld. Roman Stari, schon mal ein Platzler. Ja. Klar. Naja, und dann haben wir gespielt in Vielleicht schon dazu Roman, servus. ja, falls du schon Was tust du? in früheren Zeiten, da haben wir gespielt, zum Beispiel Marisplatz, da waren einige von diesen alten Fußball. Da war der Dominienthal da, Ja, weit Sandwald. über 80 bereits. Sanwald, der genannt Samba früher, ja. Also wir waren Stammgäste Du von warst uns. Stammgäste dort, ja. Und so die anderen älteren Stammgäste waren quasi, oder Gäste, die waren ganz Ding, nicht? Weil wir so honoriges Publikum haben. Nicht? Und wir haben ja gar nicht gewusst, gescheit, wer das ist. Der Patrick eher noch. Nicht? Ja, ich wusste, der Samba, ja, irgendwie sind wir ins Reden gekommen. Der Das Vater war- hat einem Kind gegeben. Mein Papa gesagt, was der Samba? Ja, das war Wahnsinn. Ja, Georg Scheurer schreibt schon, SK Slovan HAC. Da war Schusch in seiner Glanzzeit Sponsor. Genau, richtig. Richtig. Ja, das ist ein Wahnsinn. Dann haben wir auch, weil die Daniel Schlögl das von Wembley schreibt, da haben wir auch also einen echten Fan, wie alt wird er sein? Na ja, 70 Wer? herum. Ich weiß ja nicht, wie er heißt, aber die England, die Fußballfans. Ja. Und der ist also, der ist ein richtiger Fan da vom englischen Fußball. Nein, der hat den 80er schon gehabt. Oder 80er Der schon, immer ja. schon, ja, Aber der ist ein richtig, und da, Ja, das ja. ist so, das war vor Corona halt alles, aber was halt mittlerweile auch schon über ein Jahr her ist, nicht? Aber der ist wirklich, der ist nach England gefahren und so. Und Die das, Familie Schmidt ist das, ja, ja, genau. ja. Ganz leibende Leute. Ja, gleich spielen wir noch was, aber jetzt sind wir den Plaudern. Für das haben wir damals nicht trainiert, da musste die Knochen kaputt hauen zu lassen. Fritz Startguss, ja, die falsche Sichtweise. Wieso die Knochen kaputt hauen lassen? Man spielt ja dann, um die anderen Knochen kaputt zu hauen. Schushi, ne? Schushi war genial. Schushi war natürlich. Familie Schuh überhaupt großartig, ja. Das war schon genial. Ja, Silvia Beach, beim SC Slovan hat der Bruder gespielt. Bei welchen Slowan? Es hat mir einen Slowan-Platz im 10. Favoriten angegeben. Ach so? Aber das ist noch länger. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt in Favoriten Slowan-Platz. Da gibt es auch einen Slowan. Was da es gibt jetzt. Ja, nein, es ist. Wo ist der Wein? Ja, der ist im Kühlschrank. Nein, Ja, kommen wir nicht zum Schluss. Ja, schon, Schluckerl muss man einschenken, noch, Bitte, weil ich kann nicht Komm jetzt sofort wieder. Das geht nicht. Ich wollte geht jetzt schon nicht. spülen wieder. Ja, dann spielen wir. Da kommen wir jetzt zum Schluss. Ich richte dabei mein Schlussnummer-Heftal her. Dass wir das auch haben. Als wir das auch haben. Na erst, die Weiße Elf. Legende. Aber ich gesagt, ich habe mit dem nie was zu tun, aber es war immer Gaude. Und in der Sportclub, das hat die Friedhofstribüne, das war schon eine leibende Partie. Und die haben halt auch geschaut. Oder schauen immer noch drauf. Ich kenne ja ein paar, nicht, aus der Riege.
die schauen noch, schon immer drauf, dass da keine Hooligans oder so, kein Ja. Geld oder was, dass da dabei sind. Und das ist auch eher auf gemütlicher Ebene, aber es ist halt natürlich jetzt ja von sportlicher Seite her, sagst ja, da gehst du halt am Fußballplatz jetzt, also habe ich so einen Eindruck gehabt, nicht wegen einem Fußball, Dankeschön, Bitte gerne. nicht wegen einem Fußball, sondern halt, weil es halt ein Event ist. Ne? Ja, Nur es ist halt so, mit dem, dass wir da dann natürlich auch viel gespielt haben und so weiter, hat sich das hat sich der nicht wirklich, Bedarf ne? war einfach nicht da, dass ich da fortgehe. Wobei enorm viele Musiker und überhaupt Künstler eigentlich große Fußballfans sind und waren. Ja, Aber Altbrunn zum Beispiel. Ja, gut, aber das war ja auch komplett andere In Zeit. seiner Jugendzeit, das war unglaublich auch, nicht? In der Wienerlied-Szene eigentlich die ganze Die alle. Stassler hat die selber gespielt auch. Ja, ja. Nee, aber ich Der sag, Dennis auch gespielt. Es nicht? waren ja, Das es waren ja die Stassler, Sportler. ne? Überleg, na bitte, der Fritz Toni. Der Toni Fritsch. Na, Jawohl. na, wer kennt den Fritz Toni noch? Toni Fritsch. Ja, Wahnsinn. Jetzt in Österreich kennen alte Fans kennen, alte Fußballfans kennen ihn noch. Nein. Karriere gemacht in den Super USA. Bowl, Dann, ja. Super Bowl Ringträger. Der Toni Fritsch. Stammgast, wenn er in Österreich war er im Schmidhansl, wenn wir gespielt haben, also war immer live, wir haben uns immer gefreut, wenn er kommt, weil der hat natürlich auch Geld gehabt und hat es auslassen. Der hat natürlich da, aber der ist gekommen mit seiner Corvette. Der hat eine Corvette gehabt. Hat sich in der Schulgassen vor dem Schmidtbahn-Kansel Am Gehsteig. am Gehsteig auf die Ecken aufgeschaut. Wuff, ist der Stäbel reingegangen zum Schmidhansl. Also, anschleppen können sie ihm nicht, weiß nicht warum, oder was ist mir. Anschleppen können sie ihm nicht und den Zettel war wurscht. Aber das war, Wurscht. aber der hat seine Corvette gehabt und die hat er immer mitgenommen. Wenn er aus Amerika nach Österreich gekommen ist, dann war er dann ein paar Wochen da und hat seine Corvette mitgenommen. So habe ich das verstanden zumindest. Und dann da ist er unterwegs wieder. Toni Fritsch, eine Legende des österreichischen Sports. Und das war das. Und ein großer Liebhaber des Wienerliedes. Ja, Unglaublich, absolut. Ja. Und war Und großzügig. Schmidhansl. Total Persönlicher Freund auch vom alten Schmidhansl Ja. noch und vom Hansi, vom Junior dann auch. Nicht? Also, das war noch, Na, und das so waren noch Zeiten. Und so unser total lieb. Wir waren ja Absolut auch noch klasse. recht jung. Ja, nicht? Und, so, absolut. und dem hat das taugt, dass wir das machen. Boah, ja, also, war natürlich ein Akive, der Typ. Ja. Was lebt der überhaupt noch? Wird nicht mehr leben. Frisch Ja. und ist schon gestorben. Ja, ist schon, Ja, ist schon ewig Aber her. der hat, und der hat, das hat mir so unheimlich taugt. Irgendwie. Das hat dann auch jeder so gesagt, naja, als Fußballer, er war der Teil vom 100, nein, vom 100 geht es nicht aus, er war viel zu jung. Viel später. Aber er war halt, haben sie so gesagt, naja, als Fußballer, er war jetzt nicht so der Beste aus dem Reigen der Fußballer, aber er hat einen mörderischen, wie sagt man dazu, einen Schurch gehabt. Also er hat den Ball, er hat also einen mörderischen Schuss drauf gehabt. Und die Arme so Franz M. schreibt schon Wembley, Toni. der Wembley-Toni, ja genau, Ja, genau. der Wembley-Toni. Und da haben sie ihm, ja der Franz hat ihn sicher, du hast ihn sicher kennt, Franz. Und dann war es ja so, dass die Amis dann gesagt haben, pass auf, die brauchen wir. Und er hat sich das dann so vorgestellt und gesagt, aha, super, jetzt kommt er nach Amerika. Das war in die 60er Jahre, oder 70er Jahre, nein 60, weiß nicht mehr. Und er hat gesagt, er hat ja kein Englisch können, er hat nichts können, er hat ja von dem Sport keine Ahnung gehabt. Er hat gesagt, ich käme nicht aus, um was da geht, die haben alle nur so abgewunken, das machen wir schon. Und dann ist er dort, war ein Match, er hat nichts trainiert, gar nichts, nada. Also erst so irgendein Match und der Toni sitzt und sagt, was soll ich da machen? Das ist irgendwie angezogen da halt mit dem Klumpert, aber er ist eh nie aufs Feld gekommen, sondern irgendwann hat es geheißen, Toni Fritsch! Und dann guck ich, ja, was muss ich machen? Und dann, weiß ich wann das ist, wenn es dann das Eil durch das Tor schießen muss dort, ne? Dieser Freistoß oder was das ist da, ne? Ich kenne mich bei dem Football. Und da musst du den kicken können, da musst du das Ding außerkicken können und das muss dann dort durch dieses T da, ne? Also nicht T, durch dieses U, muss es durchfahren. Und die haben gesagt, das soll das dort durchschießen, ne? Und da ist er angerannt, hat drauf gepfeffert, ne? Er war weg, ewig. Und das war sein Job. Der hat sonst nie was anderes, der hat nichts anderes Straßen, da spielt sich ja schon an. Straßenland schreibt Super Bowl 1972. Jawohl. Die Dallas Cowboys, ja genau. Genau, ja. 2005 ist er gestorben, genau. Okay. Ja. Ja. Wir haben ihn nur kurz kennengelernt, dann ist er relativ bald, weil da waren alle so erschüttert, der war noch auf Besuch beim Schmidhansl. Stimmt. Und kurz darauf kam die Nachricht, Begräbnis, Partezettel ist gekommen zum Hansi. Kann mich noch erinnern, ja. Ja.
Absolut. Ja, das ist super. Toni Fritsch war eine Legende. Wirklich wahr. Nämlich, was er persönlich, und der war so leid, der war so ein Gaudetyp. Ganz ein lieber Kerl. Und wirklich, der Geld auslassen, das hat uns nicht besonders taugt. Aber der hat das halt erzählt, ne, wie es war, gesagt, ja, keine Ahnung von Toten und hat nie was anderes gemacht, außer nur kicken. Das heißt, er war beim ganzen Match, war der vielleicht zweimal im Spielfeld oder dreimal und da ist er angerannt und hat gekickt. Da hätte sich eigentlich das Anziehen von dem ganzen Sicherheitsklumpert, hätte er sich da sparen können. Der war nie am Feld sonst, der hat nur gekickt. Das war sein Job. Die Daniela Schlögel schreibt da schon richtig, einige Kicker waren früher Fußballer. Ja, genau. Ja, das ist. Die Kicker beim ja. Kirchschauer Free Kicker, ja genau. Ja, das ist absolut. Ja, das war laut. Und das mit Super, und da hat er aber schon dazu. Mit Super Bowl Ring, da habe ich mich so umgehabt, also mit Super Bowl Ring, habe ich gesagt, in Amerika wirklich, habe ich gesagt, das ist nicht übertrieben, das ist fast wie ein diplomatisches, Das ist ja, wenn du wie ein diplomatischer Freiheitsbrief. Ja. Das ist wirklich gigantisch. Ich habe gesagt, das ist fast teilweise schon ein bisschen erschreckend, weil alles, der war ein Rapidler Straßenarzt, ja genau, der war ein Rapidler. Ja, Wahnsinn. 4 Touchdowns in einem Spiel. El Bandi war der Held der Polk High School. Jawohl. Na, aber der Fritsch Toni hat das nie. Der Fritsch hat nur kicken müssen. Er hat gesagt, kein Wort. Hat er verstanden, vom Spiel kann er gehabt. Er hat gesagt, Wort, wir rufen dich schon, wenn wir die brauchen. Und dann hat er es repariert und gemacht. Oder, wie der Luke Schulde dann so erzählt hat, nicht, der Stammmusiker im Schmidhasel, wenn der damals dann, nicht, also wie der Fritsch Toni, quasi frisch gebackener Super Bowl-Gewinner, war ein Star, ne? Und nach Österreich gekommen ist und er hat gesagt, wer einer gekommen ist, er hat gesagt, mit den Sporen auf den Stiefeln, in Cowboy-Hut, in Dallas-Hut, ne? Ist einer gekommen, grüß euch meine Freunde, schön, dass ich wieder mal zu Hause bin. Das ist ein Trottel, der Trottel redet wieder normal, wie du immer geredet hast. So, jawohl, jetzt spielen wir was. Machen wir die Schlussnummer. Mit Rapid zweimal österreichischer Staatscup-Sieger. 68 und 69. Genau, und 72 war dann, genau. Ja. Genau. Der Straßenarzt. Ja, siehst du, das ist. Aber das war super Erinnerung. Ah, Wahnsinn. Wobei wir wieder beim Schmidhansel waren, da haben wir viel interessante Leute gegeben. Viel. Heinz Reinke zum Beispiel. Absolut. Absolut leibend. Ganz ein Lieber. Ja, der hat aber nichts auslassen. Nein. Aber so war es auch ein gemütlicher Abend. Ja, der war gemütlich. Heinz Reinke war gemütlich. Norddeutsche Gemütlichkeit. Gepaart mit Wiener Gemütlichkeit. Ziemlich. Der ja in Wien entspannt. gelebt hat, die letzten Ja, ewig, 30 Jahre seines Lebens. Der war lang in Wien. Ja, und dann natürlich der Deischler Pepe. Ja, Der Schneider. Pepino Deutschland. Pepino, der Deischler Pepe. Der Auch Pepino. Haushut Hofschneider von Lux Rudi. Ja. Auch. Der kommt mit seinem bunten Quandel. Die Hemden von Rudi waren schon leibend, die er gehabt hat. Die haben mir schon gefallen. Man Legenden. Leider wird erzählt von den Legenden. Aber das ist halt, das darf man heute, weil es ist die 60. Ausgabe. Genau. Quasi eines Livestreams. Und so machen wir nicht weiter. Also bis zum 100. dauert es noch 40 Wochen. Da haben wir noch Zeit, uns eine Gala zu überlegen. Das machen wir. Aber jetzt verabschieden wir uns. Oder haben wir noch. Ja, Biesenberg haben wir noch. Biesenberg haben wir noch, ja, das spielen wir noch. Ja. Und dann die letzte Viertel machen wir dann zum Schluss. Biesenberg und Skyline. Ne? Die reißen wir an. Und dann noch das letzte Viertel. Das letzte Viertel, ja, Dann genau. nimm ich noch einen Schluck. Nicht nimm einen Schluck. Bin arm, ich nehme an, ich nehme zu. Ein Hocker. Nicht der Zonko gesagt, ein Hocker. Da geben wir gleich noch einen. I'm ready. Ich hab am Weingarten am Bieserberg. Ich bin dort in der Mika mit Schuld stehen. Ich schau den Rind dort beim Boxen zu.
Ja, ich hab dort meine Ruhe in meinem Weingarten am Piesenberg. Und nicht verkehrt, man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann seh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerlehrt, das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das ist der beste Tripfelwein. Weingarten am Wiesenberg. Ich bin dort gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rehm dort beim Wuchsen zu. Ja, ich hab dort meine herrliche Ruhe. In meinem Weingarten am Wiesenberg. Dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann seh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerlehrt, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripfelwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist bei mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin.
Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl, jawohl. Würdig exekutiert. Schön, dass das Spaß macht. Ich glaube, mit großer Zustimmung eurerseits. Und jetzt verabschieden wir uns wirklich mit dem letzten Lied. Auch wieder eine Eigenkomposition. Wie auch schon die davor, die zwei. Das letzte Viertel. Ich kann es noch immer nicht auswendig, es war wurscht. Man kann ja nachschauen. Ich danke euch vielmals, wir danken euch vielmals und mit Freitag sollen wir uns wieder sehen. In einer Danke Woche. euch. Ja, das wird vielleicht wirklich bei dir daheim. Das werden wir machen so. Ja. Weil es kann ja sein, dass bei mir jetzt dann schon zugesperrt wird. Ne? Weil Wiener Neustadt ist ja zu. Na, die Stadt. Ja, und jetzt dann sie schon von den Bezirken her reden. Ne? Der bitte bleibe in Wien, der kommt nicht mehr heim von dort. Ja, na, Bezirk, und zwar Bezirk Wiener Neustadt, da bin ich daheim, also Bezirk Wiener Neustadt und Bezirk Neukirchen stehen also an dieser Messerschneide zu, was weiß ich, irgendein Ding muss da geben, ein Grenzwert. Und wenn es den überschreitet, dann wird es auch. Ne? Muss man einen Test machen, dass man raus darf. Ne? Aber ich sag nur, nicht, ich glaube, besser ist, du kommst nicht zu mir raus, sondern vielleicht. Oder eben wir machen das. Oder ich komme raus, wir werden eingesperrt unten, dann müssen wir was hakeln. Das war was. Wir machen 5 CDs, 5 Alben. Das darf nicht passieren. Lass ihn nicht einsperren, sagt die Karin Renner. Lass mich nicht einsperren. Aber ich sag nur, das habe ich heute gelesen. Nicht? Also, aber ist ja wurscht. Außer man kommt raus. Nicht? Wenn man muss man einen Test halt machen. Negativen Testen. Ich habe keinen, wo ich bei mir einen Test machen kann. Da gibt es ein paar Bauern, eine Trafik, ein ADEC. Ich glaube, da musst du Wiener Neustadt reinfahren. Nein, es gibt schon irgendwo. Wird schon geben. Wenn ich nicht raus darf ohne Test, muss mir ja wo testen können. Na, wir werden es sehen. Wir werden sehen. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Geschichte, natürlich einmal wieder aus Kettlersbrunn. Aus Eibestal. Aus Eibestal, ja. Ja, da werden wir so zusammen erinnern. So, und jetzt, da kommen wir wirklich zum Schluss. Schau, alle verabschieden nicht. Was, Silvia Beach? Ab 20 Uhr muss man zu Hause sein, Wiener Neustadt. Oh, da darfst du ja nicht eine und raus. Nein, ich bin ja nicht in der Stadt Wiener Neustadt, sondern im Bezirk Wiener Neustadt. Aber von dem haben sie eben auch schon geschrieben, dass da auch schon irgendwas ist. Ich denke mal, wir wollen den Bezirk sperren. Alle Hauptausfahrtsstraßen, Ja. die in der Stadt haben sie es auch geschafft. Ne? Naja, schon, aber was Alle ja, 20 die Ausfallstraßen. Bundesstraßen halt, ne? Mehr kannst du auch nicht, naja. Naja, gut. Bundesstraßen, Autobahn geht schon. Ne? Ja, Wir werden sehen. bei der Autobahn frage ich mich dann, wie das. Na, Autobahn nicht, aber Auf unten der halt. Autobahn Bundesstraßen. Ja, genau. Bundesstraßen, aber nicht. Ist ja wurscht, wenn das ist, muss ich einen Test machen. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Der Staatsgewalt muss die beugen. Weil du sonst verlierst. Aber das eben nicht. Wann es überhaupt so weit kommt. Aber ich habe ihn heute gelesen auf ORF.at, habe ich das gelesen. Okay. Die reden von Aufsperren im April.
Und unsperrt sie ein. eingesperrt. Das ist also Leil, ich sehe schwarz. Ganz großes Kino. Nein, aber auf jeden Fall, also das werden wir auf keinen Fall in der Klause machen. Nein, machen Ja, wir es der Bernhard Motto sagt, der Klause nicht WB mit NK verwechseln. Nein, nicht, aber sie haben es von beiden. Also WB ist also eben da, wo ich daheim bin, Wiener Neustadt Bezirk, ist ganz, war heute in der Früh habe ich das gelesen, ja, ist ganz nah dran, dass das sozusagen auch so gesperrt wird, so wie Wiener Neustadt, der ganze Bezirk. Und dann ist eben noch, sind noch ein paar andere, St. Pölten und was ist Baden und eben auch noch in Kirchen. Wenn wir sehen, wenn wir sagen. Genau, Karin Reiner sagt, charmant lächeln, einfach rausfahren am Feldweg. Wird schon keiner was sagen. Wir werden Anhänger mit. Die stehen mit den Panzer dort, das kann leicht sein. Mega Pepperton, wir sind 3 Münchner. Genau. Wiener Neustadt ist zu, falls du das nicht weißt. Ja, nein, Wiener Neustadt ist zu, ja. Aber nicht der Bezirk, die Stadt. Nein, die Oder? Stadt. Die Stadt, ja. Ja, wie gesagt, du kannst durchfahren, ich weiß nicht, wie sie das kontrollieren, ob man das da, nicht, weil zum Beispiel der Hornbach, das ist aber eigentlich Bad Fischau, glaube ich, das ist gar nicht Wiener Neustadt, das ist Bad Fischau. Zum Hornbach könnt ihr fahren, brauche ich nicht, aber ist ja wurscht, ne? Aber Wiener Neustadt, ja, aber du kannst durchfahren, und wie gesagt, sonst musst du ihn dann testen. Bernhard Motto, morgen fährst von den Kirchen nach Wien. 10 Tage. Na geh. Wir sind genau gegengleich. Wir sind gegengleich. Na geh. Na gut. Meine Herrschaften, nichtsdestotrotz. Also irgendwas wird passieren, aber vielleicht eine XL aus Eibestal. Aus Eibestal, ja. Wir lassen es einmal im Raum Das muss stehen man anstehen, ja, und sicher. werden das einmal andenken. Ne? Kommen Sie die aus, nur wenn ich bei dir schlafen kann, sonst brauche ich kein XL Das machen. brauchen wir kein XL machen, ne? Aber das muss gehen, das kann man ja jetzt auch, es ist ja nicht mehr so Oh schlimm. ja, das ist schon noch. Nein, also das Die Ausgangssperre gilt nach. ja, die Ausgang, ja ich fahre nicht weg. Ich schlafe ja bei dir. Eben. Also aber wurscht, gell, was weiß ich. Ja. Bis nächste Woche ist noch eine Woche Zeit, da vielleicht sind wir überhaupt daheim alle. Ja, was weiß man. Aber wir werden uns dann nicht erkundigen, dass das alles natürlich korrekt ist. Weil wenn wir schon live sind im Internet, müssen wir schon schauen, dass das halbwegs legal auch anrennt, Genau. weil sonst waren wir steht deppert. Und wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Aber ja, also schauen wir mal, was sein wird. So, meine Herrschaften, auf jeden Fall sagen wir nochmal herzliches Dankeschön. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Montag und bitte in der Zwischenzeit denkt an unseren virtuellen Hut, haut was rein, unterstützt uns, weil das ist eigentlich das einzige Konzert, das wir Momentan machen können, ja. und das ist also die einzigen Einnahmen, die wir gewinnen können, ist die Pavlatschen derzeit. Und bedenkt das halt nicht, wenn es so seine hat. Und ansonsten wäre es natürlich noch ganz super, wenn ihr unseren Kanal abonniert, teilt, weiter sagt. Schaut ein bisschen auf unseren Kanal herum, wir haben wahnsinnig viele Wienerlieder aufgestellt auf YouTube. Schaut sich ein paar an, teilt es auf Facebook, auf den Plattformen, wo ihr unterwegs seid. Ihr helft uns Das damit bringt mehr, als uns ihr wirklich glaubt. was. Ja. Absolut, so ist es. Teilt das, schreibt was dazu, sagt, tut sich das an, verwendet diese Sachen und dann verbreitet sich das Ganze und es ist uns damit auch ein bisschen geholfen. Danke vielmals und jetzt verabschieden wir uns Danke schön. mit dem Lied Das letzte Viertel. Das letzte Viertel, Eigenkomposition, noch nicht ganz ausgekoren, noch nicht ganz ausgearbeitet von uns, aber es tut schon. Das haben wir schon letztes Mal mitbekommen. Fühlt euch gut dabei mit diesem Lied. Das letzte Viertel. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, Leute, wir werden schon langsam jetzt.
Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut, aber für heute sing ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich über meinen letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir Post und gesungen viel, doch gegen End wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel, der unbedingt war wunderschön. Es hat mich gefreut, aber für heute sing ich das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch. Jawohl. Für dich Gott, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Eure 16er Burmenpaar. Menschen, Menschen zusammenrollen, Vögel hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der